heute werden wir singt. So aus der Unterlaut ist jede vergraut. So habe Tanzer unser Leben wäre Stadt. Oder schwarze Koder sitzt am Foss. Wo das pure Gut trinkt aus dem Glas, dort wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Leben ist. Wie ein Spur hoch in Kaffee. Die schon was um die Zeit und den Fernsehens Lorien. Denn für mich gibt's nur ein Wein. Wo vorm Haus ein grüner Buschen winkt, wo man heute Lieder singt, so aus der Unterlaut ist jede vergraut. So habe Tanzers unser Leben wäre Stadt, wo der schwarze Koder sitzt am Foss, wo das pure Gut trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Enden ist. Jawohl! Jawohl! Herzlichst willkommen. Jetzt muss ich schauen, ob ich da richtig bin. Nein, ja klar. Ich hab schon wieder einen Netzwerkfehler da, der hoffentlich gleich behoben ist. Nämlich jetzt, wenn's wo ist. Patrick, du hörst mich noch, siehst mich noch? Ich höre dich, ich sehe dich, es Wunderbar. ist alles in Ordnung und heiße einmal das Publikum ganz herzlich willkommen. Es sind ja schon die Massen bereits vor den Geräten, nicht? Wunderbar. Auch dir ein herzliches Willkommen natürlich. Es freut mich, mit dir wieder via Skype zumindest hier konferieren zu dürfen und musizieren zu dürfen. Ja, herrlich. Das ist ein alter Skype-Hype. Ja, nein, ich habe jetzt deswegen so blöd gleich begonnen. Ich heiße natürlich auch alle herzlich willkommen, weil jetzt, ich war ja schon wieder im falschen WLAN und man hat es wahrscheinlich auch gehört, weil der Patrick ist bei mir total abgehackt angekommen, sehr unrhythmisch, immer wieder Ding, und ich habe gar nicht gescheit dazu spielen können. Und ich habe völlig rhythmisch gespielt. naja, das glaube ich da. Sogar. Aber es kam bei mir halt mit Influenzien. Kam es an. Ja, so irgendwas. Aber ich habe das, glaube ich, behoben. Ja, wir freuen uns. Thomas Weikenmeier zum Beispiel aus der Terrasse in Kufstein ist ja schon wieder dabei. Ja, die kennen wir. Die ihr ja kennt. Ja, dort haben wir auch schon würdig ein Zigarrl geschmacht. Da habe ich ein wunderbares Bierli getrunken. Bierli haben wir getrunken. Aber ein zweites noch getrunken sogar. Ich glaube, ein drittes auch noch. Ja, ich weiß nicht. Aber es war, glaube ich, einstellig. Es war einstellig. Ja, es war einstellig. Mach den Patrick ein bisschen lauter, mach es auf Furt. Ah ja, sicher schon. Gerne. Ich sehe schon. Ja, danke für den Hinweis, Olli. Hat man mich bei der ersten Nummer gar nicht singen gehört, hast du? Ah, ja. Ich habe die höchsten Höhen habe ich gesungen. Wirklich wahr? Höher als die Gage, ne? Ein Schenkelklopfer mit mir. Ja. Schön. Ja. Die Weike, die ist wieder da, sie ist wieder hakeln. Umso mehr gefreut mich, dass du dabei bist. Servus, grüß dich gut. Matthias Mariacha, Hubert Hinkhofer, Ole Boysitz, Mauts Garage, Marcel Stefanek. Und wie lange macht sie das schon gemeinsam? Naja, was meinst du gemeinsam? Gemeinsam spielen wir über 25 Jahre. Das machen wir gemeinsam. Naja, den Livestream machen wir jetzt seit knapp ein Jahr. Ne? Ja, allerdings machen wir normalerweise, also wenn Coronen nicht vorhanden sind, machen wir das ja wirklich live, gemeinsam sind wir da unterwegs, quasi von einem Studio. Richtig. Und nicht so wie heute und auch die letzten 6 Wochen. Genau. Also das ist von uns aber auch keine Erfindung im Zuge des Corona-Dingsbums, sondern das haben wir schon vorher gemacht. Mein Bruder Herz, Thomas Pastelecke ist da, Servus Buben, Marco Cinelli und die Claudia, super. Das sind ja alle vorhanden. Fritz Startguss, natürlich, ja, das ist eine Freude. Gerda Steurer, meine Mutter, Andreas Christina, wieso sagst du ich? Da muss ich gleich schauen. Da musst du zusammenreißen. Wenn deine Mama zuschaut, das ist ja, freilich, da kannst du nicht so Sachen sagen wie Scheißdreck oder Arsch oder sowas. Weil, ich meine, das würde mir nicht über die Lippen kommen. Franz Ruschka, schön, dass es wieder weitergeht mit euch. Jawohl, Daniela Schlögel, grüß dich Gott vom Team Schlögel, grüß dich Gott. Ich habe auch hier schon, ich werde nicht offiziell anbotteln, aber sieht man das? Nein, man sieht es nicht. Das ist zu leicht geschrieben. Ich habe da natürlich wieder... Ein Zwetschgerl, ne? Ja, ein Zwetschgenlikör habe ich da von der Daniela Schlögel. So schaut's aus.
Ja, Susanne Bohm, wunderbar. Almoschkogel. Franz Eben natürlich. Nein, das ist vor dem Bildschirm versammelt. Die Familie Meyerhofer. Haha, herrlich. Landtalstromer. Super. AHG. Servus. Das gefreut mich. Mike, dere zusammen. Super. Na, großartig. Große Runde. Ja, heute haben wir nämlich wieder etwas Spezielles. Wir können nicht einmal sagen vorbereitet, sondern es wird was Spezielles passieren. Und zwar kann das unterbrechend kommen, also interruptiv sozusagen. Es gibt mich derzeit hoffentlich nicht eruptiv, aber ist nicht anzunehmen. Nein, und zwar gibt es einen Livestream von den Filmschaffenden, da gibt es, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, nicht Filmbiss, Moment einmal, sage ich gleich. Mediabiss, ja. Media, BIZ, Mediabiss, gibt es also die Facebook-Seite und dort gibt es einen Livestream, da geht es vor allem um Filmschaffende und um Künstler in der Krise, jetzt gerade aktuell. Und da werden wir heute live interviewt, weil das ist ein Livestream. Und die haben gesagt, sie wollen gerne ein Interview von uns. Und haben wir gesagt, wir sind aber live. Also wir können nicht, aber was er machen kann, er kann uns gerne anskypen und kann uns halt, während wir da live sind, auch live interviewen. Deswegen auch der Titel der Sendung, Live is Live. Also das heißt, irgendwann kriegen wir einen Skype-Anruf. Ich schalte mir aber dazu dann da, dass ihr den auch sehen könnt. Also ja, und so machen wir das. Genau. Ich hoffe, das wird sinnvoll. Ich hoffe, das wird in eurem Sinne. Und ja, das wird mich freuen. Ja. Die Tanja Merget, servus, mein Didgeridoo steht bereit. Was ist denn Didgeridoo? Ich meine, ich weiß, was ein Didgeridoo ist, aber was meinst du mit deinem steht bereit? Die Nussi habe ich noch nicht probiert, Daniela Schlögl. Da lasse ich mir Zeit, ne? Ich habe ihn auch noch nicht probiert. Nein, den Nuss, der ist noch zu. Ja, der Ole holt seinen Rankenspeck, sehr gut. Der Patrick, pass auf, wir müssen anzahlen, weil wer weiß, er hat gemeint, es kommt eher so zwischen Viertel und halber 8 kommt das Interview. Das heißt, wir jetzt auch noch. Patrick, fang an mit Anbauteln, fang an. Wir haben Bin schon dabei. Soll ich groß schalten oder soll ich klar lassen? Nein, lass mich klar, das ist ja, man hört mich ja sowieso, nicht? Das ist ja, und sehen kann man mich auch. Wieder mal ein Lissantiner, den haben wir unlängst schon mal geöffnet, allerdings den nicht. Weil das ist ein alter, den gibt es nicht mehr, das ist das letzte Fläschlein. Man hat ja Beziehungen, nicht? Das war jetzt noch ein Merlot, ein Rosé. Also ein weiß gepresster eigentlich. Und der neue ist ein Muscatella. Also der ist aus dem 2018, das letzte Flasche, und das mache ich mir heute auf. Weinbau Graf aus Kettlersbrunn. Ja, beheimatet sind die in der berühmten Veltliner Straße Nummer 26. Was kann Besseres sein als bei einem Weingut aus dem Weinviertel aus Kettlersbrunn? Veltliner Straße 26. Herrlich. Gefällt mir. Na, schauen wir mal, ob er überhaupt noch trinkbar ist. Aber ja. Das ist eine schnelle Fonte, hat ja ein Rosé aus der Provence und ein Otterkringer Wiener Original. Das ist eine Mischung erst. Der Prost Mahlzeit. Das ist ein EU-Cuvée, ja. Ein Cuvée, nicht ein Blödsinn. Da schau her, Giancarlo Benzina, Grüße aus Darmstadt. CDs heute angekommen, noch heuer. Aber ich nehme an heute. Am Wochenende wird der Indianer schrammeln. Was? Ja, Leiwand. Super, Giancarlo. Sehr zum Wohle, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken. Egal was, ihr könnt einen Kaffee, einen Kakao, ein Limonadel, ein Chopperlwasser, ein Mineralwasser, ein Leitungswasser. Gut, Patrick, red kein Blödsinn, Leine. Das ist ja natürlich. Ich bin ja ein bisschen müde heute. Wieso denn? Okay. Weil du ein bisschen Kies geschaufelt hast, erst reiß dich doch. Das war nicht das Einzige. Ja, die Farbe ist ein bisschen der mundet noch immer, also ich sag's echt. Da steht der Andreas Christian ist auch bei Otterkringer und Weißwürsteln. Sehr in Ordnung. Der Fritz Startguss, einen gelben Muscatella aus Österreich. Super. Gut. Köstlich. Ein gelber Muscatella, von wo ist denn der, Fritz? Ja, Fritz, reiß an. Wo ist der her? Apropos Fritz Startguss, ich muss ja da einhaken. Ich muss mich noch einmal jetzt auch ganz öffentlich hier jetzt da wirklich in unserer Sendung bedanken. Fritz hat mir ein Weinpaket zukommen lassen wieder. Vom Ausblick Wien. Von der Familie Höfler. Allerdings waren nicht nur Höfler-Weine drinnen, sondern auch von der Familie Strauch und auch vom Weingut Walter waren 2 Flaschen drinnen. Also ich bedanke mich nochmal, Fritz, danke Fritz. Und Fritz auf dir einmal. Also das ist, die Freude war riesengroß, als in der Früh der Postbote wieder angeläutet hat und ein Weinpaket gebracht hat. Ich habe mich so gefreut wieder. Fritz ist ein Wahnsinn. Absolut.
Abseits davon möchte ich auch noch mal sagen, Fritz, danke herzlich für deinen auch sonstigen Support, den du leistest. Du bist eine ganz, ganz große Unterstützung, so wie viele andere auch. Also ich hab jetzt wieder geschaut, es zahlen so viele ein. Größere Beträge, kleinere Beträge. Wir sind unheimlich glücklich über alles. Also wer uns ein Kerlgeld zulassen kann, will, ein Schmattes quasi für die Musik, der findet in der Videobeschreibung die entsprechenden Daten über PayPal oder eben mit den IBAN, wo man uns ein bisschen was reinhauen kann. Und die freuen mich total leibend. Also wirklich, ihr macht es so, Super. ihr nehmt es so, ja. Also wie gesagt, es geht ja auch nicht um große Summen und es geht nicht um das, dass so viel einer kommt, aber ich merke das, was für eine Wertschätzung für euch da kommt, weil viel Genau Leute so wirklich ist einfach es. was einzahlen. Das finde ich super. Absolut leibend. Ich habe schon wieder Nachrichten gekriegt vom Herrn Weikenmeier, nicht wahr? Aber warte mal. Aber was schreibt der Herr Weikenmeier? Ja, warte gleich. Muss ich noch mal weiterschauen da. Ja, gut, der Rudi Korbes, der hat sich natürlich einen Liter Eis für sich eine. Das geht auch. Die Hette ist da. Rudolf, ein Liter Eis erst. Jawohl, Fritz Status. Hannes Hof aus Kumpelskirchen. Ja. Na, die Hette redet vom Essen. Nicht schlecht. Ich krieg dann später was zu essen, hoffe ich dann. Also, oh, ich glaube, ich krieg nichts. Oh ja, wenn ich jetzt lieb und nett bin, bekomme ich dann was zu essen. Ich bekomme gerade ein leeres Glas hier hinein. Hör auf, Patrick, Entschuldigung. hör auf. Die Lise hat sich's verdient. Ich bin ja nicht neidig, ne? Das ist ja so. Uje, was sehe ich denn da jetzt da? Bitteschön, danke. Fix, da ist jetzt, Kochen. jetzt muss ich mir einen Korkenzieher auch noch holen. Ja, ein echter Korn. Ja. Und zwar ein Weingut Walter. Weingut Walter, ein spezielles Schluckerl. Der Wiener gemischtes Satz DRC vom Hackenberg, vom Weingut Walter. Und der hat dann einen Kork. Jetzt muss ich mir einen Korkenzieher auch noch holen. Herrgott, was soll man machen? Der Wölsch Riesling Alchemist aus Bodersdorf gibt es bei der Daniela Schlögel. Ja. Spült sie auch Der was. Mann von Welt hat einen Korkenzieher stets griffbereit. Ja, griffbereit. Ich habe ihm bitte schon. Ich habe ihm ein Stückel weiter weg, als dieses Kabel reicht. Ich glaube, das fällt noch unter Mannes Weg. Was? Also ich bin gleich da. Natürlich. Patrick, unterhalte die Herrschaft, Ja, bin gleich da. gerne. Ich bin gleich da. Gerne. Es wäre natürlich nur sehr lustig, wenn jetzt genau dass der Anruf kommt, nämlich dann gespannt, ob der Klaus ein bisschen ins Strudeln kommt, aber wie Sie ihr kennt, ist der ja völlig entspannt trotzdem. Wird das schon meistern. Die Frage ist nur, ob er ist schon wieder da. Ich fange gerade zu reden an, ist er schon wieder da? Bin schon wieder da. Grüß dich, Servus. Ja. Ich muss euch gleich sagen, ich muss jetzt sicherlich während der laufenden Sendung, muss ich wahrscheinlich dann einmal den Platz verlassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Hast du einen Blasenkatar? Nein, aber ich hab so wahnsinnig einen Durst gehabt und habe so viel getrunken, dass es anzunehmen sein wird, weil ich war draußen in der freien Natur. Na gar furchtbar, was man da für einen Durst kriegt. Ne? Jetzt habe ich schon so viel getrunken und jetzt muss ich das dann natürlich wahrscheinlich kompensieren. Also ich sage es gleich, weil es wäre in einem anderen Fernsehformat so nicht möglich, aber Ja. Psst. Jawohl. Jawohl. Moment. Gut, über Allergie. Ja, mein Muckel hat mir einen Korkenzieher gebracht. Schnurrli, ich war, schau dir das an. Willst du einen Schluck, dann musst du mit einem Glas kommen, dann gebe ich dir einen Schluck an. Gott sei Dank. Gute Antwort. War das ein Kunststoffkork oder noch ein echter Kork? Ein Naturkork, ein Bröselkork oder? Ja. Ein Bröselkork oder ein geschnittener noch? Erst was du willst. Interessiert mich natürlich. Ein Kork ist das. Ja, da ist ein Kork. Einen Presskork nicht, da gibt es einen. Es ist mir wurscht, der ist offen. Na, was weiß denn ich? Das ist ein Schau ja wohl, heute mit die Kamera, dann hängen die Leute. So, schau her, da. Passt schon. Reden wir nicht zu viel drüber. Prost. So, Prost, Herr Kollege. Prost. Ja, es ist nicht so, dass man Wein nicht schmeckt. Meine Worte seit Jahrzehnten fast, kann man schon sagen jetzt. Ja.
Weil Was war das? War das ein grüner oder? gemischter Satz. Gemischter Satz. Gemischter Satz mit DRC. Genau. Gemischter Ja. Satz DRC. Schau das an. Die Wiener Süßholzschrammeln sind auch dabei. Grüß euch gut. Das gefällt mir. Grüß euch. Schaut, Chaco Speedland, der Stromer. Wem haben wir da noch? Franz Eben. Haben wir schon gehabt vorher. Harald Philipp Ancic. Jawohl. Na, Seppal, Polka, sowas, das spielen wir nicht. Kennen wir gar nicht. Die kennen wir nicht, Harald. Das nutzt nichts. Da nützt da das Himmelkreuz fix noch einmal nichts. Das nutzt nichts. Das kennen wir gar nicht. Franz Ruschka, Prost. Nein, schaut, das geht. Also wie gesagt, für die neu hinzugekommenen, ihr dürft euch nicht schrecken, wenn für den Fall, dass dann kurzfristig sozusagen jemand uns anskypt, müssen wir das annehmen, weil eben, ja, wir werden live interviewt und Ja. ich muss das da gleichzeitig da sowas machen und dann noch reden, das fällt Na, mir du nicht leicht. kannst das schon, das fällt dir ganz leicht. Du bist multitaskingfähig, das habe ich schon mitbekommen. Jawohl. Na ja, gut. Nicht, Pass auf. nicht nur am Telefon, nicht nur am iPhone, nicht nur am Instrument, sondern überhaupt. Naja, es ist ja so. Ich glaube nicht. Es ist wahnsinnig anstrengend. Wenn ich multitaske, jetzt ist es sowas von anstrengend. Aber passt auf, aber ich habe da jetzt Bödeln gekriegt, die zeige ich euch. Ich muss die jetzt nur von da umbringen. Vom Das Herrn ist- Weikenmeier wieder, oder? Unter anderem. Also mehrere, na schön. Nicht nur. Das ist, Bin schon gespannt. warte mal, auswählen. Zack, zack. Zack, zack. Some. Daher. Daher. Jetzt weiß ich nicht. Ja. Jetzt weiß ich Na, nicht. sind schon da? Ich sehe nichts noch. Naja, na, dort, wo du hinschaust. Dort, wo du hinschaust, kann nichts sein. Dort kann nichts sein. Wieso nicht? Wer uns da heute interviewt, das ist der Wolfgang Kritzberger von Ritzel Film. Das ist ein alter Freund von aus Studentenzeiten noch. Und der Wolfgang... den Ja, hab ich vor damals- 20 Jahren und länger. Bei mir auf jeden Fall länger. Bei mir auf jeden Fall. Den kenne ich... Ja, bei mir auch. Ja. Aber ich glaube, den kenne ich, nein, länger wie die kenne ich nicht, aber den kenne ich Zeitl. Und der war damals, ich glaube sogar Staatsmeister im Florettfechten. Und so aus der Zeit, ich meine, ich habe nicht gefochten, aber so aus der Zeit kenne ich ihn noch. Ja, der Franz eben, schaut, dieses Wochenende bei Verein Frühling in Bodersdorf gewesen, ja, das stimmt. Ich. Ja, wir wären dort Wäre, Daniela ja. Schlögl, ja. Susanne Bum sagt, Patrick Hut aufsetzen. Na, das ist mir so heiß erinnern. Nein, ich bin ja nicht mutig. So, passt auf einmal. Jetzt einmal. Jetzt sage ich euch einmal Nummer 1. Wo ist denn jetzt da? Daniela Schlögl. Nur das seht, dass sie sich da nicht pfuschen tut. Schaut sich das an. Fein aufbereitet, ein Flascherl, 2 Glaseln. Also Beweisfoto, dass da nicht nur davon gesprochen wird, dass was tun wird, sondern wirklich schaut sich das an. Schaut ja genüsslich aus, gemütlich. Und da haben wir dann natürlich sofort den Gegensatz. Also, Gegensatz nicht, sondern. Falsch drum. Du es weg, Okay. tu es weg. Ich schleichte da, geh weg. So. Bitte deine Mutter schaut zu. Ich weiß eh, aber das ist bei sowas Gerda, ich entschuldige mich ganz jetzt höflich Aber und du persönlich für den Klaus. Du Also, brauchst dich nicht er entschuldigen. schimpft. So, pass auf, der nächste. Und jetzt 16 Herren von Meikenmeier in vollster Aktion, so wie wir einander das letzte Mal auf der Terrasse gesehen haben. Zegarl, jawohl, ein Achterl und ein Ausblickwein. Was ist es? Das kann ich nicht sagen. Thomas, geh, schreib eine, was das für einer ist. Ich meine, ich nehme an, auch jetzt ein gemischter Satz, aber ich kann es nicht genau lesen. Aber Ausblickwein, ein Zegarl und die 16er Burm. Im Fernsehen wollte ich schon sagen, also auf YouTube. Das sind Zustände. So genau so fühlt man sich wohl. das ist das Fernsehen des 21. Jahrhunderts. So wie ich immer schreibe, die 16 Paplatschen besser als Fernsehen. Und das traue ich mir sogar sagen, obwohl ich eigentlich immer Tiefstapler war. Aber das traue ich mir sagen, weil im Fernsehen ist dermaßen so viel Scheißdreck, dass eigentlich... Psch, jetzt hat er. Also, Wir werden doch gesperrt, sagt er das, mit diesen Gewaltausdrücken hier. das könnte sein. Furchtbar. Ja. Da, bevor es uns sperren, noch geschwind Prost. Noch dazu trinken wir was. Ich bin ja schon gespannt auf das Interview. Wie gesagt, ja, den Wolfgang auch, Kritzberger, und der ist Filmemacher, der hat letztes Jahr, glaube ich, hat er irgendwo in Cannes irgendwas gewonnen. 2018 hat er einen Filmpreis gewonnen, ja. Irgend sowas.
macht so im Dokumentarfilm, also alles Mögliche. Und ist eben da auch sehr aktiv in dieser, ich sage jetzt mal so, weiß nicht, Wirtschaftskammer nicht, aber so in dieser Branche in Österreich ist er da recht aktiv und recht umtriebig und eben bei diesem Mediabiz macht er eben diesen Livestream, diese Sendung, die ist glaube ich wöchentlich und da geht es geht also eigentlich um Filmschaffende und verwandte Themen, ja. Und der interviewt uns jetzt dann, wozu auch immer, aber ich schalte mir dazu und wir haben Song, das also auch dazu geschaltet ist. Da steht Thomas Weigmerk, gemischter Satz, Ried Roten 2019. Ja, herrlich. Den habe ich heute mir eingekühlt, ja. Boah, du, die Süßholzschrammeln, leider kein Foto, aber geröstete Plunzen vom besten Fleischhauer in Wien. Liebe Das ist Satz aber auch keine Freien. Aber die Frage ich habe Hunger auch schon, nämlich. Den habe ich immer, das sage ich gar nicht mehr dazu. Das sage ich nicht. Aber wer ist der beste Fleischhauer von Wien? Aus eurer Sicht. Das würde mich jetzt interessieren. Süßholzschrammeln, bitte hineinschreiben. Gebt kund, wer ist eurer Meinung nach der... Ja. Der Thomas Weigmann ist gescheit. Der hat letzten Freitag gleich alles doppelt bestellt. Das finde ich wirklich gescheit, Thomas. Das finde ich wirklich sehr gescheit. Nichts anderes, was man von dir erwartet. Was haben wir da? Warte mal, das nächste. Der Anruf. Nicht? Nein. Ich habe noch keinen. Nix Anruf. Du brauchst keinen Anruf. Ich kriege ja keinen. Ich geht ja alles über dich. Naja, ich glaube schon, dass du das alles über die Technik bei dir. Ich glaube schon, dass du das mitkriegst. Das weiß ich nicht. Das werden wir erst sehen, ob es geht. Ob wir alle rausgehauen werden. Werden wir sehen. Wir werden vielleicht gleich festhalten. Wir werden vielleicht gleich festhalten, für den Fall, dass wir rausgehauen werden, alle miteinander. Wir steigen halt dann wieder ein. Müsst uns halt wieder dann suchen auf unserem Kanal. Schlimmstenfalls. Moment! Was denn? Ich möchte festhalten, ich trinke ja fast gar nichts. Aber jetzt kommt. Ich habe schon gerade eingeschenkt zuerst, das war gar nicht stimmt. so wenig. Das stimmt, aber warte mal, das können wir mit Timer markieren, dass man immer weiß. Ja gut, die muss Flasche schon ist wieder leer. einschenken. Die Flasche ist leer. Die Lise soll gleich noch eine Flasche leisten, sicher zu, weil das ist ja ein Wahnsinn. Von dem gibt es nichts mehr. Das ist nämlich wirklich, das war kein Schmäh, das ist wirklich die letzte. Ja, Schmäh hin, Schmäh her. Aber wir haben noch anderes dann. Ja, ist ja wurscht, also, aber Hauptsache du gehst mir nicht ein. Na, sie achtet auf meinen Alkoholgehalt nämlich, weißt du, dass der nicht zu hoch ist. Ach so? Besonders heute, ich habe eine rote Birne heute, die sondergleichen erst. Ich habe meine ausgereicht. Sie ist ein Brennhaas heute bei mir. Ja. Der Franz Emschlag, schau, 16er Burm auf YouTube ist sicher gescheiter als wir sind Kaiser beim ORF. Ja. Muss ich traue mir nichts drauf sagen, es gehört sich nicht. Aber ich gebe dir recht. Ja. So, pass auf. Das gefällt mir, der Franz M. schreibt gerade an die Süßholzschrammeln. Falls Wolfi auch dabei ist, liebe Grüße auch an Margie, an die Margit und dann an Wolfgang, Stracker Wolfgang und Margit. Das gefällt mir, ja. Ganz lieben Gruß an die zwei, natürlich. Na klar. Weil der geht in den Süden Niederösterreichs, quasi Richtung meiner Heimat. Nicht? Weil der Stracker Wolfgang Nein, der Wolfgang Stracker ist nicht verwandt mit dem Toni Stracker. Der Wolfgang Stracker ist von den Inzersdorfer und spielt unter anderem bei den Süßholzschrammeln. Darum war mir der Name jetzt bekannt. Jetzt und die Margit, seine liebe Frau, ist eine ehemalige Kollegin von der lieben Frau vom Franz. Mir fällt der Name nicht fix, aber ich bin... Macht nichts, Patrick, macht nichts. Dumm bin ich. Ich bringe ein Bild bin unentspannter, so ein Blödsinn. Ich bringe ein Bild von Fritz Stadtguss, wie er doppelt über Fernseher, über Tablet die 16er Burm schaut und daneben ein schönes Bleikristallglasal. So schaut es zumindest aus. Wieso sehe ich das nicht eigentlich da auf YouTube? Das ist interessant. Das kommt schon, Patrick. Zeitverzögerung. Nein, ich habe bis jetzt... Du hast zuerst schon eingeblendet, aber ich sehe gar nichts eingeblendet eigentlich. Das ist irgendwie interessant. Ja. Das müsst ihr sehen. Seht ihr das? Alle anderen? Schreibt rein, ob es die Bilder seht. Dann hat es was bei mir. Nein, da kann nichts bei dir haben. Dass die Zeitverzögerung so enorm... Nein, es ist schon. Leila, schreibt es mir rein, ob ihr die Bilder seht. Aber die muss man sehen. Die sind doch da. Ja, ich hoffe. Ja. Nein, die Isabella, Entschuldige, der Franz hat gerade geschrieben, Franz M. An Patrick, ja, Isabella natürlich, lieben Gruß, ja. Arbeitskollegin von der Margit. Da fällt mir der Isabella Frizzante vom Lentner Kalle.
Ja, ich sehe, der Matthias Mariacher sieht die Büdeln. Bitte, ich sehe es jetzt auch. Du bist deppert, das ist eine Verzögerung. Aber nicht so jetzt. Ja, es funktioniert. Ich war vorher auch da. Schau, sag ein bisschen, Patrick. Schau, sag. Komm her, wir spielen noch ein Lidl, bevor es... Nein, jetzt sehe ich das Bleikristallglas hier. Ja, alles dann. Wir sind die Bilder. Thomas Klagenfurt, Chaco Speed, ja, schau, die geben mir alle Bescheid. Patrick, das Personenlexikon, Almoschkul, ja, das stimmt. Ich frage mal immer, aber das Leibende ist das, man kann ihm fragen, was man will, weil im Endeffekt, man weiß ja eh nie wirklich, ob er recht hat oder nicht, aber meistens schon. Das Stimmt ja, es stimmt ja. Ja, na schau, alle sehen es. Andreas Christian, der Marzgarage, alle sehen die Bilder. Nur der Patrick nicht, der mit dem größten Bildschirm von allen. Es hat nur länger gedauert. Patrick, was reicht? Wo spielen wir noch geschwind? Weil zum Schluss kommt der Anruf. Falls der Anruf kommt, müssen wir unterbrechen, aber... Sofort nämlich, breche ich sofort da. Da muss man es aber deuten. Ja. Der Ahagi sagt auch, mein Damenbesuch will euch auch spielen hören. Na, bitte für den Damenbesuch von Ahagi. Was heißt Damenbesuch heißt? Es gibt keinen Damenbesuch in der Zeit. Corona! Ja. Warte, jetzt muss ich mich da ein bisschen leiser wieder. Ja, mach dich leiser. Ein bisschen muss ich da immer... Das ist immer Ausschlag. Was machen wir denn, Herr Kollege? Schlag was vor. Ausschlag sind wir. Was machen wir heute? Ich weiß, es ist ja mal nichts vorbereitet heute. Das ist furchtbar, gell? Nicht so wie die letzten Male, gell? Letztes Mal habe ich immer vorbereitet. Wirklich, oder? Ja, nicht, das ist schlimm, fällt mir schon nichts ein. Ja, Hubert sagt auch schon, was ist jetzt mit der Musik? Jawohl. Achso, na gut, dann machen wir mal was. Dann machen wir, ich sing was, ja? Super Idee. Lass dich überraschen mit C-Dur. C-Dur ist super, da brauche ich keine Geräte spielen. Am Sonntag aufs Land, das ich gehe. Karat und der Töpf und kein Stand vom PC. Kein Mensch und kein Viecherlein. An Seisen und war die ganze Bande beieinander. Zum Essen ums Mittag dann kriegst du Proviant. Zum Anfang am Hof auf den Hof aus der Stadt. Vermögen sind die Kunst und die Hund. Zuerst der Hase und die Frau, dann der Kradeltrager seine bessere Hälfte auf, dann der Bierversüberschlag. Also heute war dabei, Kinder schlucken Zähne, ihr Friseur von Brigitte hängt am Trittbrett wie ein Schnitt. Am Bock mit der Rieselhose sitzt Brüller, der Hofmusikant. Er tut auf sein Posthändler bloß, aber ihr war das jedem bekannt. Anschwingschein, da gibt's eine Garde und da wird's garniert sein. Da gibt's eine Garde und da wird's gemütlich sein. Ja, da los! Wir Festschluss und lustig. Jawohl. Und nicht unterbrochen durch einen Anruf. Nein, gar nicht. Pass. Du, der Fritz hat gesagt, man Skyline von Wien, aber die werden wir nicht hinbringen, weil da bin ich der Führende. Das ist genau das Problem. Ja. Da bin ich definitiv der Führende. Und da muss sich der Patrick an mich anlernen. Sonst ginge das nicht. Und wie gesagt, in diesem Setup, in dem wir uns befinden, ist es technisch halt leider nur so möglich, dass der Patrick spielt und ich mich bei ihm zuwählen. Und daher, leider, Fritz, dieses Lied können wir so live in der Form nicht bringen. Aber die Achtel fallen rein, schaut da was an. Aber eine Geschichte muss ich ja sagen, wenn die Süßholzschrammeln dabei sind. Ich hätte ja Riesenfreude einmal, wenn wir mal gemeinsam was spielen können, zum Beispiel, und das Vogel am Bahn am Big Siersen Hölzl auf der G-Klarinetten, die Solo zwitschert. Das
war er wirklich schön einmal. Das hat mir persönlich gefallen einmal. Wir werden das machen einmal, wenn wir uns alle treffen dürfen wieder. Das ist ohnehin Ja. immer ein Genuss, natürlich, wenn man mit Musikern zusammenspielt, der Gespiel haben, ein Gefühl haben. Und bei den Süßholzschrammel definitiv, die sagen, ihr habt ja jetzt einen Kanal, einen YouTube-Kanal auch, nicht? Also möchte ich extra darauf hinweisen, bitte diesen selbigen auch zu abonnieren, auf Instagram seid vertreten und so weiter. Also bitte unbedingt die Süßholzschrammel, weil wie gesagt, ich glaube, so viel Schrammelquartett oder eben Wiener Liedpartien gibt es eh nicht. Also, ja. Daher. Und noch dazu wirklich in Originalbesetzung spielen. Und da muss man sagen, sowieso schon mal bei einem jeden, bitte unterstützt es, aber in dem Fall ist es auch ein musikalische. Schau ja, da bist. Da schreibe ich alles eine. Original Wiener Süßholzschrammel. Klaus, ich muss dich unterbrechen. Was denn? Es ruft mich jemand an. Ich hebe jetzt. Hebo. Das geht nicht so. Wieso geht das jetzt? Nein, das nicht mal gern wissen. Ich kann das, es reagiert mir nicht, leider. Tut mir leid. Jetzt ist wieder weg. Ja, okay. Und war es der Ritzberger oder war es mein anderer? Weiß ich nicht. Ich habe ihn Ritzberger eingespeichert, das war eine Nummer, die nicht bekannt war. Vielleicht war es ein anderer. Der Fritz Stadtgut, der Klagenfurter Marsch. Ja, den können wir dann machen. Ja. Den könnte man dann machen. Leopoldine Meier, Grüße aus Schrattenberg. Wir haben auch noch so einen Flaschall Gräflichen. Leopoldine Meier ist da. Ja. Grüß dich Gott, servus. Aber das Flaschall vom Gräflichen ist leider nicht im Kühlschrank. Das ist natürlich ein Desaster. Aber ihr habt ja auch einen guten Wein, nicht? So ist es ja nicht. So ist es. Vielleicht findet er mich nicht, der Oh, er hat mir heute schon einmal angerufen. Er wird mich schon anrufen. Es wird schon hinhauen. Eben. Ja. Also es wird bald dazu kommen. Ja. Na ich habe da so viele Fenster gingen da auf dann immer. Das ist ganz arg. Ich weiß schon, das ist schön. Nein, ich weiß bei mir aber auch immer. 100.000 Fenster. Entschuldige. Ja, geht schon. Immer wegen einem Update gehen die Fenster auf bei mir. Das kenne mich nicht aus damit. Ja. Das ist bei mir nicht, aber ich meine, das ist ja Wahnsinn. Es ist ja nur so ein kleines Dreckerl, ein Laptopel, ne? Also von der Größe her. Alfons Wonderacek ist dabei. Wunderbar, aus dem Spessart. Servus Klaus, Patrick Fritz, Punkti. Grüße aus dem Spessart, schreibt das. Schön, freut mich. Grüße Retour. Ui, der Jock Walker ist auch dabei. Na, herrlich. Jawohl. Schenken wir gleich nach. Ich schenke mir gleich nach. Weil wir wollen ja dann kein schlechtes Bild machen beim Livestream-Interview für die Filmschaffenden und vielleicht mit leeren Gläsern da sitzen. Ich nippe dann an einem Wasserglase hier. Wieso magst du das? Du vermittelst dir dann vollkommen falsche Inhalte. Was schüttelst du da? Die Zwetschgen. Mein Zwetschgenlikör von der lieben Daniela, den ich mir da auch gleich eine verleihen werde. Ich muss dann noch ein Schluckerl überlassen für mein Munkelein. Für wen? Für mein Munkelein. Du kennst das. Das weiß ich, aber ich weiß schon, aber vielleicht weiß das Publikum es nicht. Was soll ich wissen für mein Munkelein? Dann werden wir es nicht wissen, ne? Nicht? Ich meine. Das kann auch Gelse sein, weiß ich nicht. Aber nein, die wissen schon, für wen ich was überlasse. Die wissen schon. Weißt du, du hörst mich nicht? Du hörst mich nicht? Hallo? Ja, schau, jetzt hört er mich nicht. Ne? Weil du am Plätzchen geredet hast. Ich drehe mich an. Alfons Wonderacek. Am Tag des Bieres heute kein Wein. Hast du recht. Schau, jetzt hat er sich weggetraut. Der Patrick, was? Weil er mich nicht gehört hat. So sind die Zustände. Da, das ist ein Wahnsinn. Ja. Harald Zillinger, hallo Burm, alles gut bei euch? Ja, im Großen und Ganzen schon, wenn der Patrick mit der Technik zurechtkommt. Tettert. Nach dem Durst schon, Harald Zillinger. Herrlich. In Wasser schnackst richtig, Joe Walkerway, vollkommen richtig. Und beim Wasser, wenn man zu viel Wasser trinkt, dann fangen die Plomben zum Rosten an. Es ist ganz schier. Schau, jetzt möchte er sehen. Jetzt ist er schlafen gegangen, der Patrick, glaube ich. Ich glaube, er ist schlafen gegangen. Kann aber auch sein, dass er einfach nur sich nicht auskennt. Ich trinke dabei mal mit dem Daniela Schlögelschen Zwetschgen Wikis, glaube ich, nicht? Steht da drauf. Wikis
Ja, genau. Wikis Zwetschgenlikör 2018. Sehr zum Wohl, Prost auf euch alle. Christoph Acker, Servus der Bur. Servus der Bur und Servus Retour. Das mit der Technik kommt ja bekannt vor. Na schau, ruft schon, der Patrick ruft da. Pass auf, seid entspannt. Der Patrick ruft da, ist schon da. Das, ja, dann lassen wir das unkommentiert. Ja, aber der Franz schau, liebe Grüße an die Uschi. Schau, Uschi mit Y, bumm. Bumm. Was haben wir noch? Ton aus beim Patrick. Ja. Chaco Speed, ist das ein Gips an der Wand? Nein. Was die Jazzgitarre macht, ist eine Ibanez. Oder Ibanez. Wie man die Engländer sagen, Ibanez. Wie sagt der Patrick? Ehrlich muss ich sagen. Ibanez. Nein. Bei uns sagt man immer Ibanez. Ehrlich, Ibanez. Ibanez. Ibanez gibt es ja auch einen wunderbaren, ich glaube, der ist sogar Ibanez. verwandt oder ein Bruder von dem, ein spanischer Konzertgitarrenbauer, um 1900 war der. Also, und ich glaube, der ist erst ausgewandert oder sein Bruder dann und hat dann diese Ibanez-Gitarren gebaut. Das ist interessant. Aber überhaupt die Western-Gitarren, ne? Die gehen ja alle auf einen Wiener Gitarrenbauer zurück. Im Prinzip gingen die alle auf die Stauffer-Gitarre Auf zurück. einen Staffer, ja genau. Ja, Also vom Grund her, ja. ja. Das ist eigentlich ganz interessant. Und auf die BAM. Auf die BAM. Die ganze Country-Music und Traditional Music-Szene, die ganzen Dobro-Gitarren. Die Dobro-Wollnis, nicht? Oder Ja. Dopiera. Ja. Dopiera Brothers haben die Kassen dann. Wie? Die stammen aus der Das war Tschechei. Ich meine, das habe ich gewusst, aber wie haben die Kassen? Dopiera. Das habe ich gewusst. Ich meine, ich hab Und, die Geschichte, wir kennen aus aber dem die- ist dann Dopiera Brothers, Dobro dann entstanden. Dobro, Die ja. sind aus der, ja. Das habe ich, das Du, hab ich- wieder, genau. werden ja bis heute werden ja noch, also gute, diese Dobro-Resonator-Gitarren in der Tschechei gebaut, in Tschechien. Ja, na, die Gibt sind, es etliche Gitarrenbauer, die das machen nach wie vor. Die sind Und die ja- ja weltweit gespielt werden. Also, besonders in den USA und in den Südstaaten. Also, das ja, ist du, die Tschechen und so, die sind ja überhaupt ganz stark absolut, ja. auf dem Markt. Also das glaubt man oft nicht. Ja. Also die haben wirklich der Furcht. Ich ne? sage nur Stimmenmaterial für die Schrammelharmonika. Hast recht, ja, das kommt auch. Haben die Italiener völlig versagt, leider, muss ich sagen. Leider. Verschiedenste Aber ausprobiert, Woran Stimmsätze. liegt Und, es? Woran ja, liegt die Erfahrung, schau, das Problem, in dem Fall ist es so, ich glaube, es wurde einfach vergessen darauf im Laufe der Jahre. Aufs- Die Leute sind in Pension gegangen und haben dann nicht mehr gewusst, wie die alten Stimmzungen gemacht worden sind. Welches Material man genommen hat und so weiter. Also du meinst aufs Know-how, oder was? Dass man das nicht mehr Aufs weitergeben Know-how hat, oder was? Dass man es nicht mehr weitergeben hat, ist ein Grund. Der zweite Grund ist wahrscheinlich der, dass einfach wurscht war, weil es an jedem gut gegangen ist. Das klingt sehr hart, aber es ist ja ein derartiger Schrott hereingekommen. Also das war Wirklich unglaublich. wahr. Ja. Das ganze Stimmsätze auch nicht nur für Schrammlerharmonika, für Steierharmonika, für alles Mögliche, das zu nehmen können und einmal über den Tisch so gerannt, so mit der Hand. Hör auf, Kannst du Patrick. weghauen. Du bist in Rage Ja. geraten. Da bin ich in Rage geraten, ja. Und die nicht dabei. Das ist der Gay, sowas gehört Also- gefilmt. Sowas gehört gefilmt. Also, ein Stimmsatz kostet ja nicht unbedingt, das ist ja nicht was da erstens einmal, was du schnell kriegst, weil das musst man bestellen, das dauert eine Zeit lang, bis das gemacht wurde und das kostet auch ein bisschen was. Es ist ja nicht sowas wie eine Leberkassemme, nicht? Natürlich. Das stimmt. Aber die Italiener waren immer ganz von dabei bei diesen ganzen Sachen. Waren sie immer und sind sie auch, glaube ich, wieder und in der Zwischenzeit nur das, was da angerannt ist. Also so, Ja. und auch nicht bemüht, wenn man irgendwas anderes wollte. Also die sind eingefahren, so wie sie es machen, okay, passt für die Masse. Das rennt, passt super. Aber wenn du was anderes willst, keine Chance. Ja, das Muss ist- ich ehrlich sagen. Ja, aber das ist leider so ein Was der Herr allgemeines Titelbach, Phänomen. der Herr Titelbach in Launi, also westlich von Prag, ein Städtchen, überhaupt kein Problem. Also mit Stimmzungen ein Traum. Ja, die sind auch handwerklich gut. Also Und die haben, machen es- nein, vor allem die Wiener haben ja diese Stimmzungen auch schon früher verwendet von dort, nicht? Das ist ja der Ja. nächste Schmäh. Ja. Ne, schreib für die Süße Charmin an. Ne? Wenn wir ein bisschen Sessel haben, wieder kurz, muss man weit fahren, weil die Wiener Instrumentenbau gibt es ja nicht mehr. Das ist halt leider das. Ja. Du, pass auf, ganz kurz nur da durch. Die Daniela Schlegel sagt, Wiki ist mein Kosename bei manchen Freunden. Jetzt wissen wir, warum auf den Flaschen Warum der Wiki? draufsteht. Ja. Also, sehr gut, sehr gute Information. Harald Senninger, bist du mit deiner also die Kattel meinst du, wahrscheinlich mal KTM, ausgefahren? Ja, also so halt, also nicht, keine Motorradrunden in dem Sinn, sondern halt, wenn ich wo hingefahren bin,
bin ich mit meiner Duke gefahren und ich habe mir heute habe ich mir gekauft ein Waschmittel für die heute wird es gewaschen. Also heute nicht mehr, morgen. Morgen wird meine KTM gewaschen. Ja, dann nimmst du deine Waschnüsse, packst das selber noch, guckst einmal auf. Das geht super. Ja, genau. Ja. Das ist kein Theater. Oder ja. Kastanien. Nein, Rostkastanien. das Stampfen. Das das geht macht aber super zum nichts. Autowaschen. Ein Traum. Das Die macht- Felgen wieder wie neu. Die Aluminium. So habe ich schon ausprobiert. Die ganze Sache, das bei der Wäsche geht es, aber bei dem haut das nicht hin. Nein, haut nicht hin. Schaut, Fritz Stadtguss, ihr seid nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Ja, ich sage ja, besser als Fernsehen. Oder? Habe ich recht, Patrick? Habe ich recht? Das ist ja so. Apropos Felgen, haben wir gesagt, ich habe einen wunderbaren Kaltreiniger auch zu Hause natürlich zum Einspritzen. Das lässt ein bisschen einwirken. Warte. Wenn man mit den Händen direkt angreift ohne Handschuhe, hast du nachher keine Haut mehr. Ja, das so Aber wie das er wirkt. Tanklor. So wie das Tanklor. Er wirkt. Das macht weiße Wäsche wieder weiß, aber halt meistens auch löchrig. Was war da? Der Alex EFAT Rider. Wieder zu spät. Schönen ersten Abend. Guten Abend, wahrscheinlich. Ja. Alex, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Wenn ihr bei einem heurigen Spiel das im Gasthaus verlangt, da wird dort dann Eintritt oder wie wird euer Auftritt finanziert? Hund, Trinkgeld, Eintritt, Spende, das kommt ganz drauf an. Das Es kommt gibt ganz alles. drauf an, Ja. ja, alle Varianten kommen eigentlich vor. Also, es gibt, man geht entweder mit dem Hut durch, also mit dem Kerberl, oder man kriegt ein Fixgausch und geht mit dem Kerberl durch, oder da wird garantiert einen gewissen Betrag, du gehst also mit dem Kerberl durch und sollte dieser Betrag nicht erreicht werden, zahlt der Wirt was drauf. Alle Varianten. Wir haben das immer so gehalten, dass wir uns mit den Wirtsleuten, bei denen wir spielen, immer in eine Win-Win-Situation manövrieren wollen. Das heißt, wir verlangen da nie stur unsere Gage, sondern wir wollen schauen, also im Rahmen des Lokals und der Menge der Leute und so weiter, nicht, ob das passt. Und also oft bei größeren, vor allem bei größeren ist oft Eintritt, wenn man was spielt. Klassiker, was ist ja Frühschoppen oder sowas, nicht? Du bestößt am Platz und hast immer einen Eintritt zum Zahlen. Aber so bei den Heirigen, Patrick, glaube ich, ist meistens Trinkgeld. Ne? Bei den Buschenschenken, bei den Kleinen ist meistens ist eigentlich fast alles Trinkgeld. Ja, genau. Ja. Weil wir gesagt haben, das ist ja Blödsinn, was sollst du da verlangen? Du gehst durch, die Leute sollen was reinhauen, die sollen sich kratzen und was reinhauen, das wird schon hinhauen. Und meistens muss ich sagen, sind wir auch gut ausgestiegen. Also das, So ist es, ja. da schaut der Joe Walkerway. Wenn es wahr ist, wird für meine Schrammelharmonika mit tschechischen Stimmplatten runderneuert. Yes, das ist gut. So, wunderbar. Der Rudi Korbes. Wieder Gewissen auf der Maurer. Ja, morgen gehen wir es an. Ja. Wo der Fritz Stadtguss wascht Guter auch morgen sein Poster. Motorrad. Ja, ist das noch. Sein R9T wird morgen auch gewaschen. Ja. Ich meine, muss ich wirklich, die ist so dreckig. Das ist so dreckig. Der Ferche hat mit mir geschimpft, wie er es gesehen hat. Er hat gesagt, das kannst du nicht. Das ist ja, von den orangenen Felgen siehst du nur schwarz. Recht hat er. Ja, schon. Wie ich das Foto gesehen habe auf Facebook, ich war erschüttert. Aber Wie geh, kann man was du tust. mit einer Dame so umgehen? Wer sagt, das ist eine Dame? Das ist das Motorrad. Ja, das ist die KTM. Asexuell. Aber Duke ist männlich. Ja, Das müsste der es- Duke, ja, das stimmt. Da schau her. Immer gern dabei, gemütlicher kann man den Abend nicht verbringen, sagt der Alex. Ja, super. Zonkos Welt TV. Ich steige ein, sehe eine Klaus mit einem Zirbeler und den Patrick spricht vom Einspritzen. Weltklasse. Ja. Aber Ja. Zonko, das ist der Zwetschgane von der Daniela Schlögl. Muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch einen herrlichen gemischten Satz von Weingut Walter dabei. Also wir sind ausgegeben. Macht sie auch Tourneen? Oder trifft man euch nur im Wiener Raum? Macht man Ausgaben? Ja, wir machen Tourneen auch. Also wenn nicht gerade Corona ist. Also Tourneen. Ja, wir, so- wir spielen auch im Ausland und überall. Ja. Schweiz, Deutschland, ja, überall schon gewesen, ja. Ja, was Ungarn. Tschechien, da waren wir schon. Chris, ich bin jetzt erst da. War im Dienst. Roman Buchter, wir begrüßen dich. Na schön, dass du dabei bist. Servus, Roman, grüß dich. Ja. Der Fritz sagt schon, leben und leben lassen, deshalb kommt es so sympathisch rüber. Das ist lieb, Fritz, aber das ist für uns wirklich, das ist auch Eigennutz. Wenn du bei einem Heirigen spielst, bei einer Buschenschank, wo das Achtel, ich habe keine Ahnung, was kostet das Achtel beim Taschelhaus nochmal? 2 Euro? Es kommt drauf an welches. Ja, ich sag jetzt es nicht- nein, es ich gibt sag ja, jetzt- die Butellenware geht Ja, dann auch um nein. 3,50 € oder so. Nicht? Ja. Klar. Aber der aber- gespritzte, glaube ich, 2 Euro. irgendwas. Oder 2 Und Cent. eine passen dann
40 Leute, 50 Leute maximal, ja. Da kann ich nicht hergehen und sagen, ja, ich krieg für einen Abend 500er. Das kannst du nicht machen. Es geht nicht. Ja. Wenn ich dort spielen will, muss ich sagen, okay, wie viele Leute kommen da her, was kommt für Publikum, was machen die, wie läuft dieser Wie läuft rennt das die dort Bude? ab? Genau. Das ist ganz einfach, ja. Und da hast du schon, also da haben wir schon welche, wo man wirklich wahnsinnig gut aussteigen, also wo wirklich Gerstleiner kommt, mit Leuten und allem drum und dran, und andere, wo es weniger ist, aber es macht nichts. Also es ist nicht weniger Spaß dadurch, sondern es ist einfach, Nein. weil es eine andere Situation ist. Und ich glaube, das ist auch ganz eine wichtige Sache. Ja. Thomas Weigmann, sogar in Tirol gespielt, ja. Letztens auf der Festung da in Kufstein, das war bumm. Ich gebe es zu, war ich leicht rauschig. Ich gebe es zu. Ja. Fahrt hat Joe Walker weiße Felgen bei seinem Bike. Gut, es ist eigentlich wurscht, welche Felgenform meine haben, weil meistens sind sie dreckig. Ah, Zonko schreibt schon, ja, Zonko hat recht, der Duke natürlich. Ja, darum habe ich gesagt. So ist Wow, es. von der Daniela. Ja, da hat er recht. Ja. Ja, Aber es ist die KTM, nicht? Ja. Die KTM, ja super. Und es ist die Maschine, ist auch weiblich. Die Maschine. Ja, aber das Motorrad. Das stimmt, ja. Also redet mit, mach einen Führerschein und dann kannst du mitreden erst. Ich weiß ja nicht. Bei meinem Auto sagt man dann die Jason schon. Ja, Ja, aber nichts in der Auto. Ja, das ist halt tadellos. Daniel. das ist wirklich tadellos. Ja. Na, der Alex EFAT Rider, ja, der hat immer in Akku-Kercher, ne, von Bosch, ja. Naja, Kercher. Habe ich auch, ich habe einen Kercher halt, aber ich mache das normal mit dem Schlauch, dann tue ich so ein bisschen Eishafen, vor allem mit Bierstel drüber und aus. Und da wird die Ketten geschmiert. Mehr mache ich nicht. Wirklich, das sowas habe ich immer gehasst. Bürste kratzt, unter Umständen. Das ist wurscht. Nein, das ist so ein Bierstel von Catena, was man einen Schlauch aufhängt, ne? wo das Wasser rausrinnt. Das tue ich einspritzen mit dem Mittel, einwirken lassen, und dann voll mit der Bierstel drüber und dann tue ich ein bisschen anspritzen und dann lass es gut sein. Das brauchst du auch schon für die Felgen ein anderes Mittel als für den Rest. Ne? Ich schalte jetzt den Patrick weg. Das ist ja Nein, das ist, was mit meinem Kaltreiniger für die Felgen den Lack einspritzt, der Flinken wahrscheinlich. Das ist übertrieben, aber ja, Motorrad weiblich. die Wachsschutzschicht ist furt. Ja. Und auch die Felgen gehören Aber dann wieder du- gepflegt. Kommt drauf an, welche Felgen du hast. Ich weiß nicht, was das ist. Erst was weiß ich, orange sind's. Welcher Lack ist das? Ist das ein Lack überhaupt? Ist das pulverbeschichtet? Nein, das ist also so Details, die wichtig sind Patrick, durchaus. ich schalte die wirklich gleich weg, wenn es noch länger da sind. Ich habe kein Motorrad, aber mir gefallen Autos sehr gut. Weißt du, das ist, Da geht der Auto waschen. Oder du kannst mein Motorrad waschen. Natürlich, das biete ich dir gerne an. Du, aber die Wildcat hat das jetzt können wir aber vollkommen, machen. ja, die Wildcat hat jetzt vollkommen richtig gesagt, weil es gibt ja von KTM die Super Duke und da sagt man immer die Super Duke und nicht der Super Duke. Das stimmt. Ja. Schau, der Ferchenbauer, jetzt ist er da, später aber doch. Ich habe Das was mache ich. angezettelt. Ja, nein, weil ich von dir jetzt schon geredet, weil ich gesagt habe, morgen wasche ich mein Motorrad, weil du das letzte Mal schon so geschimpft hast, wie du mich nicht gesehen hast. Ja. Ja. Der Thomas Klagenfurt sagt auch, mein Motorrad oder meine Maschine, meine Honda, wie jeder will. Ja. Die Weilke sagt auch die Duke. Der Zonko sagt eben auch die Duke analog zum Boot. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, das werden wir jetzt hier nicht lösen können, aber es ist interessant, darüber zu plaudern. Bei Mauts Garage ist das Motorrad auch immer weiblich. Das ist- Also die fallen mir eigentlich auf gut Deutsch alle in Rucken in Wahrheit. Schau, Almoschkugel. Ich war mit Eintritt und nur Schmattes, es ist immer perfekt. Ja, bei uns auch meistens schon. Ich meine, es gibt schon, also zum Beispiel Firmenfeiern oder also irgendwo, wo wir engagiert werden, da sagen wir schon, wir kosten was, wir haben schon einen Preis. Also so ist es nicht. Aber eben so diese kleinen Buschenschank oder was, wie gesagt, das hat ja keinen Sinn, wenn ich bei einer kleinen Buschenschank sage, ich kriege 500 oder 600 oder 1000er, keine Ahnung, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ja, daher da arrangiert man sich. Aber wie gesagt, mir ist dann immer wichtig die Relation. Also zum Beispiel jetzt eine alte Witwe, die eine Witwenpension kriegt, nicht viel, was du einfach merkst, die ist jetzt nicht wirklich im Geld.
und die haut da 5 Euro rein oder sogar einen Zehner. Das ist viel. Also diese Wertigkeit meine ich. Ja. Das ist viel und damit sind wir glücklich und zufrieden und ich bedanke mich 10-mal. Und die Leute, die natürlich dann beim Buffet reinfressen wie die Welt und die Bouteillenweine am Tisch rein haben und dann mit Münzen zahlen, das ist natürlich genau das Gegenteil. Ne? Da kommst du ein bisschen gefrotzelt vor, ne? Machen wir dann. Einmal habe ich auch sogar die Münzen zurückgeworfen. Einmal hat mir eine Münze reingebracht. Ich war heute nicht zufrieden, hat die Münze und gesagt, dann kalt er den Scheißdreck und schleicht die, habe ich gesagt. Entschuldigung. Das hat wirklich so wie die alte, das hat Qualität gehabt, aber von dir, finde ich. Ich finde auch. Das gehört sich. Ich meine, weil ich weiß definitiv und ich weiß, weil das andere Publikum ja auch noch da war, dass es eben definitiv ein guter Abend war, wo man da. Nein, der war einfach, der war irgendwie unzufrieden und hat demonstrativ, wenn er die Münzen reinhaut und sonst nichts sagt, ist okay. Aber wenn er dazu noch sagt, ich war heute nicht so zufrieden und diese Münze so, damit habe ich ausgesucht, habe es hingeschmissen und es ist dann schlecht. Muss man was du sonst nicht machst. Aber das kommt vor, die 25 Jahre 3 Mal. Ne? Das ist ungefähr, wann überhaupt. Der Franz eben in die Wahrstraße fahren. Naja, das haut nicht hin. Der Johann Schütz, sagst du das Mittel, wo man nur Spritzen braucht. Nein, Johann, zu spät. Da fängt halt zu Patrick wieder, ja. Der Zonko gefällt. Stell dir eine schwimmende Ofenbank vor, mit Schriftzug, die Onkel Ramirez. Wahnsinn. Ich muss einen Schluck nehmen. Susanne Bumm, Klaus, lass dich nicht aufziehen von Patrick. Danke, Susanne, du holst zu mir. Das gefällt mir. Ja, wieder schön. Ja, der Fettboy, der Herzog, Pascha, der Zonko holt zu mir das sagt. Zonko, deswegen habe ich auch, da muss ich. Deswegen hier 4 Insider. Ich krieg's nicht weiter 4 leider und man kann es nicht lesen. Zonkos Welt TV. Aber nachdem ich ja jetzt dank meines Munkeleins ein zweites T-Shirt bekommen habe, kann ich das sogar noch einmal hier zeigen. Zonkos Welt TV, eine unbedingte Empfehlung in den Kanal reinschauen. Es geht nicht nur um Motorräder, es geht eigentlich um Originalität, um Ehrlichkeit, um Authentizität. Ja. Also ich glaube, das kann man so sagen. Das, was wir mit der Wiener Musik machen, macht der Zonko mit dem Motorrad. Ja. So kann man das auf den Punkt bringen. Weißt? Das ist, wir reden auch über alles eigentlich immer. Ja, man kann es fast so sagen. Ja. Man kann es fast so sagen. Ja. Der Ferche, ne? Klaus, dein Moped musst du schon waschen, bevor wir 2 ausreiten. Wenn du wieder dreckig in die kalte Kugel kommst, sind wir beide ausgerichtet. Ferche, wir sind sicher beide ausgerichtet. Das ist, also ich auf jeden Fall, das ist klar. Das ist klar. Ich komme dort hier und bin ausgerichtet, das weiß ich jetzt schon. Ja. Aber bei der Waschstraße wird der Bart auch gleich sauber, sagt der Thomas Weikenmeier. Na klar, der wird mich gleich mit durchschicken. Das ist aber auch kein Haberer, sag ich da auch. Thomas, weißt du, wie viel Wasser da auf dich einströmt? Wasser. Gibt es auch Waschstraßen, wo es nicht mit Lina gereinigt wird? Nein, eben. Herzog stimmt nicht, kommt vom Rennfahrer Duke. Achso, da schon, ja, die Weiche. Das habe ich eher mal gelesen. Die Geschichte von der KTM Duke, ja. Dass es eben vom Rennfahrer kommt und nicht von. Die Wildcat hat vollkommen recht, die bringt natürlich. Vollkommen richtig, ja. Ja. Diese Admin in der Duke FB-Gruppe, sollte es wissen. Natürlich, da bin ich eher, die Duke Owners, ist das? Wildcat. Bist du die Admin von die Duke 690er Owners oder von einer anderen? Weil bei denen, da bin ich auch drinnen. Komm, aber ich kann nicht so viel in alle Gruppen schreiben, das ist das. Ja, der Tag ist doch zu kurz dann. Wem sagst du das? Ja. Ich weiß das. Patrick, meine Mutter ruft zur Ordnung und sagt, vergiss nicht den Klagenfurter Marsch. Jesus Maria. Gerda, wir werden uns besinnen. Wir schauen, ob wir interviewt werden. Vielleicht werden wir gar nicht mehr interviewt, weil er nicht durchkommt. Kann das auch sein? Puh, keine Ahnung. Möglicherweise. Könnte jetzt jemand dort noch schauen? Warte mal, aber wo kriege ich das jetzt her? Warte mal. Moment. Passt auf, ich schau mal, ob ich das da habe auf die Schnelle. Wir schauen da gern zu, es ist schön. Ein schöner Anblick. Na, schaut zu, warte, da muss ich jetzt kurz mein Mailprogramm aufmachen.
Stopp, Shot, Harry. Jawohl. Na bitte. Ich soll einmal auf ein bisschen. Warte, kannst du erinnern? Woran? Weil wir vorher geredet haben, da mit Geld, mit den Münzen, die Geschichte, aber ich glaube, die haben wir schon erzählt, auch da habe ich sie nicht. Welche meinst du? Wir warten das. Die legendäre Wirtin, die legendäre Heringenwirtin, die Judy Machert. Judy Machert, immer eine Heringenwirtin, eine echte, schon lang gestorben. Und immer Musik, immer die beste Musik, immer die Einser-Garnitur gehabt bei ihr. Immer abwechselnd jemand, wer Zeit gehabt hat. Aber immer die Creme de la Creme der alten, der jetzigen Uraltgarde fast schon. Ja, da leben die Musiker schon alle gar nicht mehr, weil die gespielt haben, bis auf ein paar. Ja. Aber die hat immer Herz gehabt für die Musik. Und da ist einmal, der hat die Musik gespielt und sie steht so bei ihrer Pudel und es kommt ein Deutscher daher. Nichts gegen meine deutschen Freunde, was da sind, gell? Aber es ist auch typisch, weißt du, richtig typisch ungut. Und ich komme da knallt an 20er in Schilling noch. 20 Schilling auf die Pudel. Sagen Sie doch der Musi, was weiß ich, irgendein Lidl wollte daher. Ne? Und die Judy Machert macht die Kasse auf, nimmt einen 100er raus, drückt dann dem in die Hand und sagt, da ist ein 100er und jetzt geh scheißen. Das war Judy Machert, ja. Das war die Judy Machert. Das Ganze ist auch schon 40, 50 Jahre her, so ungefähr. Absolut. So, jetzt schau ich, ob ich das da reinkriege. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Nein, das ist, weil ich mir gedacht, dann kennt vielleicht einer von euch. Jetzt seid ihr gleich eingespannt auch, weißt du? Aber jetzt sagst du, Judy Machert, manch Wiener Liedmusiker wurde dort auch gekündigt. Nicht? Aber wieder eingestellt. Wieder eingestellt. Ja, eine Woche später wieder eingestellt und noch einmal gekündigt. War legendär die Geschichte. Der Franz M. könnte die Geschichte wissen. Der Patrick, jetzt muss er es erzählen. Nein, die müssen wir nicht erzählen, die Geschichte. Ein Kollege von uns hat dort nämlich einmal am Abend ein Regal umgeschmissen. In der Richtung Küche, wo man in die Küche reingegangen ist. Und so war das Regal vollgestellt mit so großen Einmachgläser, mit Krautpaprika und mit Gurkel, Salzgurkel und so weiter. Das ist umgeflogen. Ne? Weil die Judy Machert ziemlich grantig war, weil das umgefallen ist und den Freddy rausgehauen hat. Also, das ist. Eine Woche später ist derjenige Musiker, der Freddy, wieder eingestellt worden. Ja, und zu später Stunde steht er dort neben der Bar und der plaudert ein bisschen Spritzen schon da unten wahrscheinlich auch gehabt. Ne? Und erzählt die Geschichte, was vor einer Woche passiert ist. Er geht da zum Regal, ja, da war halt da. Und da kommt da am Regal so und plötzlich fängt das Regal wieder zu wanken an und die ganzen Glaseln fliegen wieder. Die Paprika sind geflogen, quer durchs Lokal in die Kugel rein, worauf die Judy Machert dann wieder rausgehauen hat. Da war es ganz jung. Es ist ein sehr berühmter Musiker in der Wiener Liedszene. Ja. Nein, absolut. Aber er ist so lieb, weil und er war so ein junger Bub, gell? Und er hat gesagt, oder 20 oder was, 21 oder was damals. 22 Er ist heimgegangen und hat gesagt, ich bin heimgegangen, ich bin gekündigt worden. Wieso, was hast du gemacht? Ich habe das Regal umgehauen. Mit den Ruhigschach ist er heimgefahren. Das ist mit den Ruhigschach gefahren damals. Ich bin vorher heimgefahren mit den Ruhigschach. Ja, das ist das zweite Kind ist unterwegs. Was mache ich jetzt? Ich habe keinen Job. Ich kann nicht sagen, wer es war. Es ist der Toni Thuracher. Ja, genau, das ist Pseudonym. Nein, aber es ist gut, er ist wieder eingestellt. Wieder eingestellt. Und die Judy in der Zwischenzeit ist er ja auch Pensionär. Also. Ja, nein, aber die Judy hat ja keinen besseren Kinder, nichts. Also die hat ja das. Nein. Aber ich glaube, er hat zweimal das umgehauen. Man hat gesagt, jetzt streicht er mal heim und aus. Ne? Ja. Mir gefällt ja die Geschichte so gut. Beim zweiten Mal, man schildert der Geschichte. Das gibt sowas auch, der Klaus kennt das von mir. Und das passiert wieder. Der nur an und auf einmal kommt dieses Regal wieder ins Wanken. Und die Augen werden ja immer größer von einem selber. Man sieht das ja selber schon kommen, was ist. Kannst du das aber nicht verhindern. Richtig. Furchtbar. Absolut. Aber im Nachhinein lustig. Was haben wir? Die Wildcat, Klaus möchte es nicht, Duke-Gruppe für alle. Ja, Wildcat, schick mir Einladung bitte. Das wird mich freuen. Der Oli, wenn ihr auftritt, jetzt seid ihr dann über eine PA-Anlage zu hören oder spielt ihr auch komplett unplugged? Meistens unplugged. Kommt drauf an, wie groß es ist, nicht? Die PA-Anlage haben wir ab einer gewissen Menge an Leuten einfach. Ab 50, 60, 70 Leuten, ne? Je nach Akustik.
Aber es gibt doch Konzertsäle mit 300 Leuten, wo man keine Anlage braucht, aber selten. Weiß ich nicht, wo wir da gespielt hätten, Patrick, aber ich kann mich jetzt an kein Amphitheater erinnern, aber nein, wenn alles, was bis 50, 60 Leute sind, ne, spielt man ohne Anlage eigentlich. Ne? Mhm. Also die Heurigen sind fast alle, bis auf den Frühschoppen, was ich beim Lentner Karli, ne? Ich meine, aber gut, da sind bald 100 Leute. Ne? Ja, genau. Da brauchst du im Garten dann, nicht, wenn 80, 90 Leute da sind, ja, das geht nicht. Oder wenn eine ganz geschissene Akustik ist, dann haben wir so kleine Verstärker, wo wir uns ein bisschen verstärken. Wo man einfach, das ist keine wirkliche Anlage, das sind nur so kleine, aber in der Regel sind wir... Unsere Verstärkeranlage ist ja dann so konzipiert und auch eingestellt, dass wir ja nicht verändert sind viel. Warte, der Ritzi ruft da. Patrick, es ist soweit. Entschuldigt meine Herrschaften, wir müssen übernehmen. Nicht. Keine Ahnung. Du brauchst nichts singen. Na, ich bin gespannt. Du brauchst nichts singen. So. Jawohl. Ja, servus Klaus. Grüß dich Gott. Du, ich sehe dich noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. Das hängt damit zusammen, dass ich wie üblich irgendeins von den Knöpfen nicht gedrückt habe. Großartig. So, jetzt habe ich gedrückt, genau. Du hast mich, warte mal, aber ich bin ja, also du bist ja live, nehme ich an. Ja, genau. Und wir sind ja auch live gerade. Und der Patrick ist ja nicht dabei. Soll ich den mit einladen dazu? Ja, bitte, tu das, mein Lieber. Ich mache das. Wir werden das technisch zusammenbringen. Ich meine, wir sind heurigen Musiker. Du bist natürlich weitaus Firma in deiner Tätigkeit. Ja, bei uns ist immer, bevor es im Kino gespielt wird, dann gebe ich alles fertig, ja. Bei uns auch. Ja, warte mal, ich habe den da nicht im Anruf, warte mal, hinzufügen. Da habe ich irgend sowas. Wir haben schon unsere Zuschauer eingeweiht, dass von dir ein Anruf kommt. Und die Proteste waren zahlreich. Nein, ist er da? Hat sich jetzt was getan. Ja, da hat Patrick ist beigetreten, aber wir haben noch kein Büttel. Dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ihn zusammen. Wie lange geht denn dein Livestream? Weil eine Stunde werden wir schon noch brauchen, bis wir das drehen. Ich verstehe. Ja, wie soll man sagen, wir haben unsere wichtigen Themen über die Verbreitung des Virus und über die Zukunft der Branche haben wir schon hinter uns. Also, ja, schauen wir einmal. Wir wissen es alle miteinander nicht in Wahrheit, wie es weitergeht. Richtig. Und können daher nur das machen, was Menschen immer gemacht haben, optimistisch sein. Aber was uns beeindruckt hat, wir haben ein paar Musikvideos gespielt auch und ein bisschen diskutiert, dass das wirklich weltweit ist. Ja, das ist wirklich das absolut Spannende. Der Patrick, irgendwo hat die Unterhaltung verlassen, wieder steht da bei mir. Ich verstehe. Also wir schauen, was da ist. Vielleicht hat er eine schlechte Verbindung, das kann ja durchaus sein. In Zeiten wie diesen, man weiß ja nie, wer da sitzt. Klaus, jetzt schaut so aus. Na, da ist er schon. Jetzt ist er da. Hallo, jetzt habe ich euch, grüß euch Gott, servus. Jetzt habe ich euch nämlich angerufen, jetzt hat es funktioniert. Ihr mich angerufen habt, hat es irgendwie nicht funktioniert. Jetzt haben wir gedacht, jetzt probiere ich aus und jetzt... Wurscht, wir haben es geschafft, wunderbar. Die finsteren Mächte des Internets, die dunkle Seite der Macht. Wunderbar. Also, also herzlichen Entschuldigung, wenn ich ganz kurz noch mal das Wort an mich reiße, bevor ich es an dich weitergebe, Wolfgang. Nur kurz für unsere Zuschauer, also ich habe dich jetzt auch dazu geschalten, du bist zwischen uns, in der Mitte, Wolfgang, wir haben dich zwischen uns eingeklemmt, dass sie dich sehen können und mit Licht. Ich hab angekündigt, es ist ja quasi die Filmbranche, die du hier repräsentierst, stimmt das? Nicht nur, wir haben uns in den Livestreams vom Mediabiz ist eine Zeitung, die 10-mal im Jahr gedruckt herausgekommen ist, ein Magazin der Film- und Audioindustrie. Und wir haben uns immer als die Vertreter der Branche verstanden. Und auch unsere Redaktion war bunt zusammengewürfelt. Also der leider schon verstorbene Michael Mohab, Schauspieler, Kabarettist, Gott hab ihn selig, viele werden ihn noch kennen, hat im Simpel gespielt auch. Der Michael war Sommertheater im Stift Altenberg im Waldviertel. Der Michael ist ja leider schon verstorben, war zusammen mit unserer Herausgeberin, hat dieses Magazin sozusagen wieder gegründet, war Chefredakteur, ich habe das dann von ihm übernommen. Und wir haben uns immer versucht, so die Branche, die ja sehr weit ist, abzubilden, von der Veranstaltungstechnik über Entwickler, die also dafür arbeiten, dass ihr mit Instrumenten, mit Mikrofonen oder Ähnlichem arbeiten könnt und so weiter und so weiter. Bis hin natürlich Filmbranche, Platten, also bei unserer Redaktion waren alle vertreten. Der
Georg Budicek zum Beispiel von der Firma Tonzauber, der die berühmten Aufnahmen der Zisterzienser in Heiligenkreuz gemacht hat mit den gregorianischen Chorälen für Universal. Und genau. Das Studio im Baumgartner Casino wiederbelebt hat und auch das im Konzerthaus, das alte Austro-Studio. Meine Wenigkeit, ich bin ja Filmproduzent und selber Regisseur und Schauspieler und etliche andere, die aus der Technik kommen. Unser Herr Kammersänger, der Herr Diplom-Ingenieur Slavik, der, ich habe Kammersänger zu ihm gesagt, der also die technische Seite abkriegt, der für den ORF arbeitet, der also in der Tontechnik und. Ja. Also das war immer der Versuch, immer sehr technisch, weniger den Inhalt, sondern auch immer um Produktionsbedienungen und Ähnliches. Das war unser Ziel. Und das versuchen wir jetzt natürlich auch mit den Mitteln, die in der Zeit wie diesen geboten sind, so wie ihr, zu machen und kämpfen uns jetzt tapfer durch die Bits and Bytes des weltweiten Netzes. Großartig. Großartig. Ja klar, die ganze Sache ist ja durchaus noch ausbaufähig, glaube ich. Also, wir hoffen das sehr. Ich sage immer so, TV ist tot. Das Fernsehen, es lebe das Internet. Ja, ich finde das großartig, diese Plattform. Das kommt erst richtig, wirklich, es ist so. Ja, es hat natürlich nur wie die sogenannte Demokratisierung der Betriebsmittel, und das ist es eindeutig. Ja. Früher hast du fürs Fernsehen viel Aufwand gebraucht, das Radio war das erste Medium, wo viel gegangen ist. Ja. Aber Demokratisierung der Betriebsmittel bringt natürlich auch eine große Fülle. Das kann man in der Malerei beobachten oder bei Büchern. Nicht? Da gibt es halt ein Riesenangebot und man findet sich schon fast nicht mehr zurecht. Und da profitieren erst recht wieder die Großen davon. Also das ist so. Auch die das wird immer so sein, ja. Das ist halt so. Die Herr Schurli und die Herr Neuser Motorbienen werden sich gegen, weiß ich nicht, die Beatles immer schwer tun. Ja? Oder ganz große internationale Acts wie Lady Gaga, die werden in der AKM abbrechen und eher traurig ausschauen dagegen. Das wird so bleiben. Ja. Auch wenn der Zugang leichter ist. Das hilft nichts. Das gilt für alle künstlerischen Branchen. Das stimmt. Also auch wir als Wiener Liedmusiker werden da nicht die. Natürlich, ja. Aber ich habe immer so gesagt, wenn das Ziel gewesen wäre, reich und berühmt zu werden, hätte man was anderes aussuchen müssen als Wiener Lieder, muss man auch sagen, natürlich. Ja. Also du hast ja auch was studiert, was jetzt nicht unbedingt jetzt brotreich ist, wie ich weiß, Klaus. Mir geht es mit meinem VWL-Studium so, da gibt es das berühmte Wort von einem Wirtschaftswissenschaftler, wenn wir alle reich hätten waren, dann hätten wir nicht Wirtschaftswissenschaften studiert, weil was das stimmt ist, dann waren wir alle reich. Ja. Also. Das stimmt. Ja. Jetzt wollte ich euch jetzt fragen, natürlich, wie geht es denn euch? Also ich nehme an, das habe ich euch gesehen, bei eure Auftritte verfolgt, ihr seid genauso mit Absagen konfrontiert und wisst auch nicht, wann ihr das nächste Mal spielt. Ich habe eure letzte Live-Sendung verfolgt, da habt ihr philosophiert, ob sie das Salzburg und so im Herbst ausgehen wird oder nicht. Jetzt haben wir haben gerade vorhin festgestellt bei uns in der Sendung, da war ein österreichischer Firmenbesitzer und Betreiber einer Streaming-Plattform, der aus München kommt, der gesagt hat, nachdem sie das Oktoberfest abgesagt haben, das wiegt schwer, also das ist wirklich ernst, wenn das einmal so ist. Wie seht ihr das? Ich glaube, ich muss da einen, bei dem Oktoberfest zum Beispiel muss ich einhaken, weil es so groß ist, diese Großveranstaltungen, ist es leichter wahrscheinlich, es rechtzeitig abzusagen, als immer zuzuwarten, weil möglicherweise wäre es bis September möglich, es zu machen, aber man weiß nicht. Und dadurch sind die Kosten einfach zu hoch, das Risiko zu groß, dass man lieber sagt, na, wir sagen es gleich an, 2021 kommt da. Verständlich. Also darum, glaube ich, ist das jetzt abgesagt worden. Nicht wirklich dass es jetzt schon definitiv nicht geht, aber aus Sicherheitsgründen einfach. Glaube ich. Muss ich ehrlich sagen. Ihr seid zwar aus Otterkring, wie ihr in der letzten Sendung gesagt habt, und ich habe das auf einem Video gesehen, habt daher ein völlig unverkramptes Verhältnis zu Bier, weil es in Otterkring angeblich eine Brauerei gibt, die Bier macht. Ja. Du wunderst dich, Klaus, ich führe dich hin, ich zeig's dir. Ich habe dort natürlich wie jeder der Otterkringer Landjugend, habe natürlich auch ich dort unter Patrick als Bierzapfer in der Studentenzeit gearbeitet. Also das ist klar.
Bitte. Selbstverständlich. Aber ich fürchte, ihr werdet trotzdem nicht beim Oktoberfest eingeladen worden sein, um dort zu performen. Aber ihr tut euch generell, habt ihr selber gesagt, ein bisschen leichter, weil ihr braucht nicht die ganz große Bühne, so wie beim Schramelfest in Lietschau oder bei anderen Festivals, wo ihr aufgetreten seid, sondern euch reicht in Wahrheit schon, im wahrsten Sinne des Wortes, Kleinkunst, eine ganz kleine Möglichkeit, um dort zu spielen. Absolut. Es ist ja so, dass wie soll ich sagen, wenn wir also jetzt von großen Erfolgen ausgehen, sprich der Bartik und wir spielen als 16er Buben, letztes Jahr haben wir das 25-jährige Bühnenjubiläum gehabt, wir sind seit 15 Jahren Berufsmusiker, natürlich, du kommst mit kleinen Heirigen, kannst nicht ein gutes Leben führen, das muss man mal so sagen, aber man kann mit kleinen Heirigen jederzeit ein bisschen was verdienen. Und das ist halt der Riesenvorteil. Ich betreibe ja einen Podcast, Klaus Lebt heißt er, falls wir das suchen würden, da habe ich letztens den Thomas Gansch interviewt, den berühmten Trompeter und Notzelbrass-Mitgründer. Und der hat halt gesagt, schau, er hat gesagt, bei ihm 70% seines Einkommens kommen aus dem Ausland. Das ist das, wenn er auf Tournee ist und so weiter. Andere brauchen große Bühnen, brauchen Probenarbeit und dergleichen. Ja, der Patrick und ich, wir sind erstens 25 Jahre zusammengespielt, zweitens, wir sind zu zweit. Also sobald die Gastronomie aufmachen kann und 20, 30 Leute sitzen können und wir brauchen keine große Bühne, wir brauchen kein Licht, wir brauchen keine Anlage, wir setzen uns dort hier und spielen. Weißt, also das hat natürlich diesen Vorteil. Insofern sind wir wahrscheinlich gesegnet, wann das wieder auffährt. Natürlich, sobald es losgeht. Ja, natürlich das Geld verdient haben wir mit Firmenfeiern, Kongressen, diese Geschichten, Geburtstage, Hochzeiten, das ist da, wo du natürlich das Geld verdienst. Da brauchen wir nicht drüber, und Festivals natürlich, ja. Da brauchen wir nicht reden. Habt ihr aus irgendeinem der Fonds, die, also ich zitiere den Herrn Vizekanzler und die Frau Staatssekretärin, wir lassen niemanden zurück. Ich habe in einem Kommentar geschrieben, für manche Künstler müssen sie schon den Weg ein Stück zurückgehen, weil da sind schon ein paar zurückgeblieben und auf dem Weg sitzen geblieben. Wie geht's euch? Habt ihr irgendein Fonds, irgendjemand, der euch unterstützt oder hilft? Ja, von der ersten, also bei dieser ersten Phase, wie man das sagt, nicht, da haben wir schon, also da hat jeder von uns, ich meine, 500er gekriegt. Nicht? Also da 500 Euro bekommen die da, ja. da kannst du schon weit hupfen. Ich meine, schau, ich sag dir was, de facto ist das, und das ist das, was mir ein bisschen stört bei dieser ganzen Corona-Krisen, Weiterführungsaktion, es geht ums Geld. Es geht dann wirklich nur ums Geld. Sei es jetzt eben Salzburger Festspiele oder sonst wer, oder es geht immer nur darum, darf ich es aussagen, darf ich es nicht aussagen, sind das versicherungstechnische Fragen, sind das Fragen was weiß ich, der Sponsoren und so weiter. Und natürlich geht es auch bei uns ums Geld. De facto geht es aber nicht ums Geld, sondern ums Überleben. Also wenn ich ein Berufsverbot habe, und das habe ich ja de facto, auch jeder Musiker hat derzeit ein Berufsverbot, dann muss ich jetzt sagen, okay, dann muss ich da halt auch Geld zahlen. Und nicht lange herumfragen. Und ganz ehrlich, der Patrick und ich, wir haben beide das Glück, dass wir jetzt nicht groß verschuldet sind, dass wir halt nicht ganz deppert worden sind. Wie gesagt, was auch diese Musikgattung gar nicht zulässt. Ja. Genau. Aber der Punkt ist der, 500er ist liebig, freue mich, schön, dass wir es haben, aber das sind Almosen und sonst gar nichts. Wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis der Musiker und Künstler schaue, wo wirklich das einfach, die davon leben und eine Familie haben und sie ein Haus baut haben oder sonst was, ich meine, dann sind 500er eine Frotzeleis und dergleichen. Und wenn ich dann Leute her, die dann sagen, naja, hast halt, weil es wird ja bemessen anhand der letzten Gewinne, die man gemacht hat, nicht? Also der Steuerbescheide, wenn man sagt, na, dann hast du halt mehr angegeben oder du hast, dann kennt man die Realität nicht. Ja? Dann kennt man schlicht und einfach die Realität nicht. Das heißt, wir reden wiederum, obwohl diese ganze Krise passiert ist und so viel passiert ist, weil wir reden alle wiederum, obwohl wir alle wissen, wovon wir reden, aber immer dran vorbei. Und das ist das, was mir schon wieder am Zager geht. Und ja, ich meine, wie gesagt, wenn ich jetzt bei dieser zweiten Phase wieder 500er kriege, freue mich drüber, ja, keine Frage. Aber es sind Almosen und es ist kein Härtefonds. Also, wenn die Frau Lunacek jemanden nicht im Stich lassen will, dann ist das schön, aber in der Praxis, glaube ich, eher im Untergang geweiht, diese Aktion. Verstehe. Ihr habt ja, wie ihr begonnen habt, mit eurem Streaming nach dem Shutdown oder nach dem Beginn Mitte März ein Konto veröffentlicht und habt gesagt, bitte, wie die Eintrittskarten, da war jetzt,
Hat sich das ausgezahlt? Ist da was gekommen? Habt ihr eine Fangemeinde? Ja, es kommt was. Nicht so, dass, natürlich, es federt es ein bisschen ab, aber es kommt bestätigt was rein und viele Leute wirklich schreiben mir was dazu. Ja? Also die schreiben dann, warum sie das zahlen oder so. Also es ist schon eine Solidarität da. Das ist nämlich eine echte Solidarität. Das ist nicht so eine falsche, gefakte Solidarität, wie zum Beispiel jetzt, wenn Ö3 sagt, wir fördern österreichische Künstler. Das ist Heuchelei, aber sonst gar nichts. Das ist echte Solidarität. Die Leute greifen ein ins Gesparte und wir haben einige Bekannte, wo ich weiß, die sind jetzt genauso betroffen wie wir. Die sagen aber, Moment einmal, einen kleinen Schmattes, den schmeißen wir rein. Und in dem Fall halt online. Ich muss dich allerdings berichtigen, wir haben diese Online-Geschichte nicht erst jetzt begonnen, sondern schon vor einem knappen Jahr. Wir machen seit knapp einem Jahr. Vor über einem Jahr. Wir haben im März letzten Jahres, 2019, haben wir begonnen genau. Mit unserer Sendung am Montag. Einmal in der Woche, jeden Montag. Ja. Genau. Ja, damals noch nicht via Skype-Schaltung, sondern noch wirklich gemeinsam im Studio sitzen. Ja. Aber das war das. Aber ich sag da was. Entschuldigung, wenn ich das klingt jetzt fast selbstbeweihräuchernd, aber ich würde es schon gesagt haben, weil schon die Situation die ist, dass ich bei vielen Künstlerkollegen sehe, dass sie in eine Opferrolle verfallen. Und klar, wir sind alle Opfer, aber die Frage ist, was mache ich damit? Und ich weiß noch, wie die Geschichte war. Es hat dann geheißen, also der Patrick und ich, wir haben diese Sendung gemacht. Dann ist irgendwann gekommen, am Montag kommt diese Ausgangssperre, diese quasi Ausgangssperre. Und daraufhin haben wir am Sonntag nur einen Frühschoppen gemacht. Also wir haben das eigentlich gleich umgesetzt. Wir haben nicht lang wir haben gesagt, okay, gut, dann machen wir einen Frühschoppen online. Was so ist. Und also ich glaube schon, dass es auch eine Forderung ist an die Künstlerkollegen, ja, kommt jetzt reißt sich ein bisschen zusammen. Ja, also das habe ich gesehen zufälligerweise und man muss ja dazu sagen, das gilt ja für euch ganz genauso wie immer, wenn Künstler ihr Metier perfekt beherrschen, schaut das aus wie von selber, aber Patrick, du spielst der Knöpfelharmonika, das muss man mal können, also das geht nicht von heute auf morgen. Das Grundhandwerk, ja, aber das ist wie wenn einer schreibt, wenn einer Texte schreibt, wenn einer Romane schreibt, das ist genau das Gleiche, das ist ein Grundhandwerk, ja. Das gehört dazu. Aber ihr habt Jahre der Ausbildung, des Trainings, des Übens. Das ist klar, das gehört zum Leben. Und genau. Und jetzt steht sie vor der Situation, dass das momentan ein bisschen für die Fisch ist. Aber ihr profitiert auch davon, von dieser Routine, weil der Klaus hat mir erzählt, wie ihr live jetzt im Internet disloziert, nur verbunden durch die finsteren Mächte des Internets, wie ihr spielt. Könnt ihr das verraten? Ja, kann man. Es ist ganz einfach eigentlich. Furchtbar ist es. Ich ruf den Klaus an via Skype. Er hat ja das Studio in Wien, zu dem ich momentan keinen Zugang habe, weil unser gemeinsames Studio ist einmal bei ihm daheim eingerichtet. Und ich bin ja hier minimal technisch ausgestattet, nur weil der Rest von unserer Technik alles im 21. Bezirk steht. Und er speist das Ganze ins Internet dann ein. Ich spüle voraus, er spielt nach. Aber Klaus, sag du, das funktioniert vielleicht technisch auch ein bisschen. Naja, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt da leider keine Live-Variante machen können. Weil durch die Verzögerung bei Skype oder bei allen anderen Programmen, wo das möglich ist, durch diese Verzögerung kann man natürlich zwar problemlos miteinander sprechen, aber niemand mehr musizieren. Das geht nicht. Jetzt sind wir dann drauf gekommen, wenn der Patrick, also nachdem bei mir Studio ist, wo der Stream entsteht, und der Patrick stur spielt, was er halt spielt, also er darf mich nicht hören, der hat sich die Ohrwascheln raus und fängt zum Spielen an. Und ich spiele dazu, zu dem Signal, was zu mir kommt. Und das geht eine dann als Stream und dann sind wir halbwegs beieinander. Also es hat mit Studioqualität original gar nichts zu tun, aber ja, was so ist. Es funktioniert. Also ich habe mir das angehört, das funktioniert. Es erinnert mich ein bisschen an meine Auftritte als Kabarettist, wenn ihr euch erinnert, teuer und schlecht. Wo wir, da haben der Guido und ich einmal gespielt in einem Veranstaltungssaal. Ich werde nie sagen, dass das Burgersdorf war. Und nach diesem Auftritt haben wir gesagt, nur mehr mit eigener Anlage, weil das Monitoring dort, also ich sage es vorsichtig, war schon bei der Probe bemüht. Ja, also, es hat sich bemüht, das Monitoring. Das hat das Bemühen nicht durchgehalten, schon gar nicht dann bei der Vorstellung. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich bei einigen Liedern dort, wo ich auch so Rock'n'Roll hören musste,
Und wo ich also wirklich Gefahr gelaufen bin, nach ungefähr der Hälfte des Liedes stockheißer zu sein, weil ich nichts her. Und dann fangst du zum Pressen an und so, das brauche ich nicht erzählen. Dann fangst du zum Playern an. Genau. Und dann habe ich mich immer an meine Gesangslehrerin erinnert und an das, was wir beim Einüben gesagt haben, gesagt, sing nicht das, was du hörst, sondern das, was du weißt. Und genau das habe ich dann gemacht. Und wie du so richtig sagst, Klaus, es ist sie auch irgendwie ausgegangen. Und der Guido, der immerhin Dirigent und Komponist ist und klassische Orchester, hat nachher gesagt, ja, das war gar nicht schlecht, was du da gemacht hast. Ich habe die zwar auch nicht gehört. Ja, Prinzip Hoffnung. Es funktioniert auch. Gut, sowas kennen wir beide, auch der Klaus und ich, auch von Live-Auftritten zur Genüge oft. Wir leben auch stets nach dem... Im Großteil ja. muss ich die Tontechnik ja schon loben auch. Also, schon, ja. Schon, nein. Die sind ja auch oft so. Also, das soll nicht zu umgekommen. Nein, das waren dort sichtlich bemühte Leute, denen das einen Spaß gemacht hat. Ja, überhaupt keine Frage. Ja. Und die das dort gern gemacht haben. Ja. Aber für Künstler die Hölle natürlich. Für Künstler die Hölle ist es. Ja, das war furchtbar. Stimmt, ja. Ja, du bist noch ein Waschelnass. Ja. Also das ist Patrick und ich leben stets nach dem Motto, wenn schon Titanic, dann erste Klasse. Nicht? Also wenn das schon zusammenbricht, dann gehen wir Gas. Dann ist sie überhaupt dann aber bitte alt. Ja. So ist es. Ich habe da noch andere Schnurrenauflager, die ich jetzt nicht erzähle, weil das sind auch haben wir alle drei genug, glaube ich. Aber in diesem Sinne, ich habe jetzt nichts zum Trinken da, aber das macht nichts. Ich weiß ja, ihr tut ja immer anbotteln. Ja, nein, es gibt ja im Internet dieses Unboxing, nicht? Findet man dann auf YouTube, wenn man das schaut, genau, wo man halt dann Schachteln auspackt. Und wir haben gesagt, wir machen ein Bottle und das kommt dem Wiener Liedmusiker irgendwie näher. Ja. Wenn wir das besser vorbereitet hätten, hätten wir jetzt der Patrick da ein Glasl durchreichen können und ich hätte es dann, da hätte man das gut, ja. Du meinst so, gell? So. Ja, genau so. Herrlich. Aber das haben wir jetzt nicht ganz, es macht nichts, aber ich weiß, was du trinkst, ich habe zugeschaut und ich werde das auch machen. Köstliches Getränk. Ich bedanke mich höflich bei euch, ich grüße eure Zuschauer von eurem Livestream. Ich kriege was, schau, jetzt ich kriege was. Es kommt was, schön. Es kommt aus der Mannschaft dahin. Jawohl. Es ist ein oberösterreichisches Bier, aber auch eine Privatbrauerei noch. Und ich wünsche euch was, meine Lieben. Sehr zum Wohl. Prost. Sehr zum Wohle. Und ich werde mich wieder trollen aus eurem Livestream. Ich wünsche euch alles Gute. Wir uns alle wünschen uns, dass wir gesund bleiben. Und wir spielen jetzt zum Abschluss, allerdings aus der Konserve, eine Nummer von euch, die ein bisschen was mit der Situation da zu tun hat, zumindest mit den Beobachtungen, die man am Anfang machen konnte, weil ein gewisser Hang war zu einem in kleinen Rollen verpackt und konfektionierten Papier, das auch für einen ganz bestimmten Zweck gedacht hat, das übrigens verhindert, dass man es recyceln kann, um es einmal so auszudrücken. Großartig. Schön gesprochen, mein Lieber. Die Nummer von euch heißt die Heiselfrau, wenn ich das richtig Mein Schatzerl ist eine Heiselfrau, heißt ja? Mein Schatzerl ist eine Heiselfrau. Ja, genau. Das Wiener Lied klingt immer so. Ja, genau. Ja, also, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Es hat mich narrisch gefreut, dass ich bei euch zu Gast sein durfte und ich sage Dankeschön, dass ihr bei uns zu Gast wart. Wir danken herzlichst. Danke dir. Ganz herzlich. Gell? Ich verabschiede mich jetzt aber auch von unseren Zuschauern. Der nächste Metabiz Info-Channel auf mehreren Kanälen in Facebook und auf YouTube. Gehen Sie auf die Seite von Metabiz auf Facebook. Wird wieder in einer Woche stattfinden. Vielleicht kommen wir mit einer Sonderausgabe kurz nach dem Wochenende. Irgendwas tut sich hinter den Kulissen. Es tut ja immer irgendwas. Aber werden wir schauen, ob das gefährlich genug ist oder überraschend genug ist. Es kommt ein paar News, was Veranstaltungen betrifft. Wir wissen das aber noch nicht ganz genau. Und jetzt widmen wir uns dem Schatzerl, das eine Heiselfrau ist, mit den 16er Burm. Patrick, Klaus, danke, alles Liebe, schönen Abend noch und auch Ihnen zu Hause gesund bleiben, stay tuned, ganz in eurem Sinn, servus die Madeln, servus die Burm und Prost noch für den Rest des Abends. Herrlich. Ja. Ihr beiden, danke vielmals. Hast du abgebrochen? Wir sind noch auf Sendung. Ja, wir sind bei euch noch auf Sendung. Genau. Ich sage euch auch ganz lieben Dank. Wir danken. Ganz lieb von dir, dass du da reingenommen hast. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich auch und hoffe, euer Publikum hat es auch amüsiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eurem Publikum gute Unterhaltung. Dankeschön. Dir auch alles Liebe. Wir hören uns wieder. Alles Liebe. Servus, Papa. Vierte Servus.
So, wir zwei sind noch da. Wir sind noch Liebes da. Publikum, ne? Was Was die Technik möglich macht heute, so, nicht? Selbst mit Kleinen am Anfang ein bisschen, aber es hat ja dann funktioniert. Ne? Ja. Du, pass auf, Patrick. Ehrlich. Jetzt sind wir genau Ja. an dem Punkt angelangt, was ich vorher Ja. gesagt habe. Ich muss jetzt dringendst einmal schauen, wie das Wetter draußen ist. Und, Aber nicht nur du, ich und auch. Nein, Was du musst machen wir? durchhalten. Du. Ich gehe zuerst. Ich spiele euch ein schönes Stück Ja, jetzt einmal so als greif zwischendurch. greif zu Ich nehme die Steirischen. steirische. Greif zu Steirisch. Ich spüre ein Stiegel vor. Der Klaus wird sich sehr beeilen, hoffe ich doch. Halt. Ich hab den noch, Umso schneller spüle ich einfach. Patrick, du einmal. bist jetzt noch als Peter Eppinger da drinnen gerade. So, Die ganze jetzt Zeit bist du schon, weg. oder was? Nein, nur jetzt war das. Nur jetzt. Macht nichts, der Peter. Ich bin gleich wieder da. Ja? Passt schon, wunderbar. Auf den Punkt, lieber Klaus. Ja. Nein, original. Bravo, Der ist ein Patrick. Genie. Tadellos. Ich habe natürlich da dazwischen von meinem Schatzl ein Puzzle geholt und die hat sich das an und hat am Handy, habe ich da im Patrick spielen gehört. Das war natürlich ein Hit. Na, herrlich. Es rauscht der Wasserfall. Wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasser all. Fred Startkuss. Aber ich sage euch, das war jetzt wirklich Schön. eine Entspannung. Ja. Ja, ist schön für dich. Du siehst da Joe Walker, wie sagt Patrick, es ist wieder mal so schön zu sehen, wie du Freude am Spielen hast. Das gefällt mir. Ja, es macht mir einen Spaß einfach. Was soll ich machen? Kann nichts dafür. Bin ich ganz bei dir. Und das macht auch mir Freude. Ja? Das macht auch mir eine Freude. Der Flo Vulgobius ist auch da. Das ist schön. Große Freude. Na herrlich, wie viel sind wir denn eigentlich? 61? Liebe Freunde, ich muss mich kurz. Ich schalte weg. Ich verabschiede mich jetzt kurz. Ja. Ja, aber du bist gleich wieder da. So, schau, jetzt bin ich wieder groß. Ich brauche nämlich vor allem eine neue Flasche. Ja, hol der Flasche, nix. Mein Gott, nein. Das war Stress. Was sagt's? Ein Live-Interview von einem Livestream in unserem Livestream und das auch noch live. Ich finde, das ist eine große Leistung gewesen. Also, Leistung war es gar keine, aber. Und wie ist das Wetter? Sagt der Harry Schneller von finster. Finster. Ich kann das nur sagen, es ist finster. Das ist furchtbar. Nein, ich war heute ein bisschen aktiv, nicht sehr. Und dann habe ich so einen Durst gehabt und habe so viel Wasser, ich schwöre, Wasser. Wobei mein Schnurl hat heute aufgemacht einen Uhudler Frizzante. Und das ist schon was Gutes auch. Naja, und so ein Flaschel, da ist jetzt auch nicht viel drin. Ne? Liest du wieder eine Geschichte vor, sagt der Susanne Bum. Eine Geschichte nicht, aber ein Gedicht. Wollt ihr wieder ein Gedicht? Ja? Ein Gedicht, ich werde ein Gedicht bringen. Also ein Wienerlied, ein Wienerlied-Gedicht. Warte mal, jetzt wollen wir gleich zuerst einmal einen Schluckerl trinken. Vickys Zwetschgenlikör. Es ist gut. Aber schau, jetzt habe ich da nicht mehr so viel drinnen. Und das muss ich schon mein Schnurl lassen, dass auch was davon hat. Und dann kommt schon bald der Nussschnaps drauf. Muss ich schauen, dass man weiterkommt.
Wiener Live-Lied. Giancarlo Bezzina. Ihr seid die Größten, sagt der Fritz Starkus. Du, kann man so nicht sagen, ich bin 1,68. Ist nicht groß, aber ich weiß, was du meinst, ist sehr lieb von dir. Live zugeschalten in Real-Time. Christoph Acker, ja, 4 Dimensionen. Passt auf, also ich bringe euch warte mal, da muss ich kurz, achso, ich höre euch, der Patrick ist nicht da. Du deppert mit den Kabeln. Naja, pass auf, da habe ich ja vom Ronald Kreuz, ich tue es trotzdem wieder rein, falls er daherkommt, vom Ronald Kreuz habe ich ja bekommen. Ein Reprint von Wiener Tour, ein Album der schönsten Wiener Lieder vom Schott. Ja, aus den 37er Jahren. Ich würde sagen, ich suche einfach irgendein Lied. Ich suche irgendein Lied, pass auf. Ich weiß nicht. Na. Ja. Seid ihr bereit? Renate Lechner ist da. Weltklasse Knöpferl, der Patrick. Jawohl. Der Patrick ist schon da wieder. Patrick, achso, hört man noch nicht, aber ich kann ihm zuschalten gleich. Patrick, habe ich die Ehre, du bist schon wieder eingeschaltet. Du bist schon wieder dabei. Schon ist gut, ja. Ich höre noch nicht. Ein kleines Momentchen noch. Jetzt bin ich da. Ja. Jetzt bin ich da. Ja. Marz Garage ist frech. 1,68, dann kommst du auf die Duke. Marz Garage, ich komme nicht auf die Duke, ich kletter auf die Duke. Aber ich mache das mit einem Ding. Patrick, ich bin schon drauf gesessen. Für mich ist es wie ein Kindermotorrädchen von der Höhe her. Na, du hast die oben gesetzt. Ich bin aufgekreuzt und du hast die oben gesetzt. Ich habe mich oben gesetzt, ja. Du, Patrick, ich bereite dich vielleicht auch schon vor. Die Susanne hat richtig gesagt, ob ich nicht wieder ein Gedicht bringe. Also, das werde ich machen. Und zwar, ich bringe euch jetzt die erste Strophe in den Refrain vom Wiener Lied Es wird schöne Madeln geben. Bitte schalte dich groß. Ja, die Musik, ich schalte mich groß, jawohl, Moment. Ich schalte mich groß, so. Und zwar, die Musik ist von Ludwig Gruber, ganz berühmter Wiener Liedkomponist war das. Und der Text von Josef Hornig. Verlegt im Verlag Josef Blaha, Wien. Es wird schöne Madeln geben. Weil wir grad so lustig beieinander grad sind, liegt uns an Geld an nichts dran. Weil wir vor der Früh gar nicht zu Haus kommen, drum schmieren wir keinen Hausmeister an. Wir haben nur ein Motto und dem bleiben wir treu, bis das uns das Augenlicht bricht. Es steht halt nix auf über die Umtrarerei. Das ist schon eine uralte Geschichte. Hollo daro, es wird ein Wein sein und wir werden nimmer sein, drum bocken wir's Leben, solange es uns gefreut. Es wird schöne Madeln geben und wir werden nimmer leben, drum greifen wir zu. Es ist noch Zeit. Ehrlich. Bravo. Das ist Bravo. Ja, gell? Das ist ja fast auch, das kann man ja interpretieren, dass es ja fast schon dreckert wird, das Lied. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Es wird schöne Madeln geben. Die meisten jetzt kennen mit, es wird ein Wein sein. Es wird ein Wein sein und wir werden immer sein. Also das werden die meisten kennen. Patrick, du bist vorbereitet? Ist selbstverständlich. Ich schalte dich groß. Achtung, du bist groß. Ich schalte mich groß, ja. Nämlich wirklich gut dazu passend, nämlich. Und zwar ein Lied, das ein bisschen später gekommen ist. Text und Musik, Rudi und Georg Luksch. Bravo! Opus 1 vom Rudi Luksch, nämlich mit seinem Vater Georg gemeinsam. Sowohl die Musik, aber der Text auch. Ich war halt ein kleiner Stravanzer. Ein gutes Herz habe ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher, kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Wenn man jung ist und noch dumm ist, schaut die Welt ganz anders aus. Ich war halt ein kleiner
Stravanzer. Nur ein bisschen ein Klick hat mir gefällt. Wenn ich so bei meinem Glasl sitze und denk drüber nach, freut mich gleich kein Schmäh, kein Witz. Denn das Lied, das macht mich schwach. Weil es mich so erinnert dran an die Lausburnzeit, die ich nicht vergessen kann. Mir ist, als war's noch grad, wie heut. Ein Bub, das kann ich nimmer werden. Aber Stravanzen tue ich heut noch gern. Bravo, Patrick. Bravo. Kommt wieder der Refrain, aber Bravo, ich finde, der ist gelungen. Tadellos, tadellos. Darum spielen wir ihn auch gern wieder. Ja, das könnte man jetzt eh spielen. Das spielen wir gleich. He? Ich möchte, wir machen, ich möchte nur zuerst einmal da das Kommentar vom Ferche einblenden, weil das eine Sauerei ist. Der Klausi hat immer ein Schammerl mit, damit er raufkommt. Ferche, das kriegst du zurück. Wirst sehen, das kriegst du. Na, herrlich, herrlich. Na, Patrick, das spielen wir gleich. Das Stravanzer. Machen wir es, ja. Ja. Das war eins der Lieder, die wir ziemlich am Anfang unserer Karriere auch uns angeschaut haben. Und ja, man hat dann das 60er Jahre, nicht? 50er Jahre, 60er Jahre. Na, warte mal, der Rudi ist jetzt... 80. Der Rudi ist 80, ne? 80. 75. 76. Was? Der Lutsch Rudi, ja. Isa. 20 Jahre jünger als der... Stimmt, das ist der Häuser. 76, 77, ja, genau. Stimmt. 76, ja. Das kannst du das ungefähr ausrechnen, wann das war. Warte mal. Ja, herrlich. Herrlich. Patrick, 1964. 64. 64. Na schau, ich hätte 64, mir gedacht, dass es Anfang 60er gewesen wäre. Aber 64 ist noch, ja, Anfang noch, ist ja noch nicht über 65, nicht? Also, ja, man rundet noch ab. Das stimmt. Du, Patrick, ich muss vorher noch vom Fred Stadtguss, den selbstgebauten Weinkühler, muss ich noch zuerst herzeigen. Hat er mir geschickt. Ja, na bitte, zeig her. Ich meine, ich bin sicher, ich könnte das da auch irgendwie machen, aber jetzt weiß ich, wie das geht übers Handy. Jetzt will ich mich nicht... Justus Namans Garage sagt, ja, Klaus, vergiss nicht, deine Mutter hat auch noch einen Liedwunsch gehabt. Ja, das stimmt. Das ja, der Klagenfurter Marsch, ja, stimmt. Ja. Naja, Patrick, was wirklich? Du musst schon ein bisschen mitdenken. Ich probiere es eh. Ich nehme einen Schluck noch lieber. Nimm einen Schluck. Schaut her, da ist der selbstgebaute Weinkühler vom Fritz Stadtguss. Das bin ich gespannt, aber erst. Fritz, ich bin sehr gespannt. Das ist der Rohrbuchter, also ist das kein Topcase, sondern eine abnehmbare Treppe. Das ist eine Frechheit. Außerdem, ich hab gar keinen Topcase. Das ist der beste Kühler, hörst du, es gibt, was trinkt? Ah ja, genau. Naja, das ist ausgezeichnet. Ich habe ja auch schon wieder was zum Anbotteln. Nachdem meine liebe Elisabeth auch mittrinkt, habe ich mich endlich durchgerungen, den Wiener gemischten Satz vom Ausblick Wien, und zwar Ried-Roten aufzumachen. Sehr gut. 2019er bereits. Ich bin sehr gespannt. Na, das hat doch der Weikenmeier Thomas. Hat er die Ried-Roten auf, ja? Genau. Lieber Thomas, darum mache ich den jetzt auch auf den Coaster. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse ihn gleich ganz offen. Etwas Luft kann nie schaden. Da brauchst du nicht immer schrauben. Auch beim Weißen nicht. Da brauchst du nicht immer schrauben. Genau, so ist es. Ja. Na gut, jetzt pass auf, mit was. Achso, ja, trink einmal, Jesus. Nein. Du machst jetzt wieder eine Stunde, bis du was getrunken hast. So ein Wein gehört genossen. Das ist. Wein gehört genossen. Aber keine Stunde. Der Rudi Korbis wird jetzt auch der verlangt noch mehr. Was schreibt er denn? Der sagt zu mir, ein Strickleiter war platzsparend. Rudi Korbis. Rodolfo Corbesso. Naja. Na gut, fangen wir an mit Stravanzer, oder? Stravanzer, jawohl. Ich werfe mir das aus
dem Ohr. Ja? Bitte, wirf, hau da außer die Urwaschler. Ich habe ein kleines Vorspiel, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe, es geht bei dir. Ja, sicher. Ja. Das wird die Tiroler. Geht schon? Ja, geht schon. Ja, spiel. Ich lese. Ich war heute kleiner Stravanzer. Ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, da schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nestel raus. Ich war der kleine Stravanzer, nur ein bisschen ein Glück hat mir gefällt. Wenn ich so beim Wein sitz und denk drüber nach, da gefällt mir kein Schmäh, kein Witz, denn das Lied macht mich schwach. Weil's mir so erinnert dran an die Lastburzeit, die man nicht vergessen kann. Wenigstens was man da geheim. Ein Bauer, das kann ich nicht mehr werden. Aber Stravanzen tue ich heute noch gern. Ja, ich war heute ein kleiner Stravanzer. Ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Hat sich nichts geändert. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch jung ist, da schaut die Welt ganz anders aus. Jedes Vogel muss einmal vom Nest raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen ein Glück hat mir gefällt. Na, tadellos, sage ich, tadellos. Eine großartige Nummer. Zuerst vorgelesen als Gedicht und jetzt dann als Lied. Ja, ne? Das ist quasi, ja. All die Achteln kommen rein. Ja, ehrlich. Na, weil meine Mama hat zu mir gesagt hat, ne, die heißt, die Lieder müssen man nachher dann spielen. Sag ich, na ja, die meisten, die wir da rezitieren, können wir ja gar nicht spielen. Oder ja. Aber es ist natürlich eine gute Idee. Ne? Wahrscheinlich der Michael Leder sagt, kann ich hier private Nachrichten auch senden? Ich glaube nicht. Im Chat nicht. Ich glaube nicht. Im Chat kannst du keine privaten Nachrichten. Wenn du uns was schicken willst, warte mal. Blend unsere E-Mail-Adresse ein oder deine, ja, zum Beispiel. Ja. Prinzipiell haben der Klaus und ich ja keine Geheimnisse voreinander, muss ich sagen. Also, das ist richtig. Also, nein, aber ich nehme an, ich nehme an, er meint sowas wie die Bilder, die mir zugeschickt werden. Ne? Mhm. Ja. Aber das ist das ist alles über Facebook Messenger. Über Facebook, ja. Wenn du bei Facebook bist, kannst du ruhig, warte mal, ja, auf 16er Pur, musst du schauen. Warte mal, aber kriege ich die?
Das weiß ich gar nicht. Ob ich die aufs Handy, ich weiß jetzt gar nicht. Da bin ich jetzt überfordert. Der Klaus ist technisch überfragt. Eine schöne Situation, freut mich erst. Patrick, ich bin überfragt, seit der Corona ausgebrochen ist. Ne? Aber Wem sagst du das? aber ich suche nach Antworten. Was soll man machen? Laufend, ja, es ist gut so. Und wir finden sie auch. Absolut. Du, ja, genau, Klagenfurter Marsch, Patrick. Klagenfurter Marsch. Jawohl! Ich soll sofort wieder auf. Soll auf. Wie der Baron gesagt hat. Kannst du dich an den Baron erinnern? Geh, soll auf. Soll auf. Das sind überhaupt so schöne. Michael Lechner, Stopp. Wieso Stopp? Sollen wir aufhören? Was? Oder was ist da? Wildcat Pause. Esit 941, bitte keine Nacktfotos schicken. Esit einer, lass uns ein bisschen frei, bitte. Was ist mit Michael los? Das ist ja Wahnsinn, Herst. Was ist? Stopp. Der Herr Lechner schreibt Stopp. Was ist mit ihm? Stopp mit mir. Wieso Stopp? Jawohl. Vielleicht muss er auch einmal wohin schauen, oder was, ich weiß nicht. Naja. Wir kommen ja eh schon zum Ende, schon langsam. Ja, nein, es ist sehr wahr. Mein Schatz hat Pasta gekocht. Ich weiß nicht, was bei mir gekocht wird. Es wurde gekocht, ich habe das immer im Hintergrund gehört. Na, das ist schon mal aber ich weiß noch nicht, was. Das ist sicher was Gutes, also das weiß ich auch. Nein, das wird sicher nicht schauen, weil weißt, wenn der Patrick müde vom Tagewerk heimkommt, also rauskommt aus dem Zimmer, oder meine nicht, wenn der kleine Bär, sie sagt zu mir immer Bär, wenn der Bär müde vom Tagewerk die Stiegen hinaufsteigt aus dem Keller, quasi der Kumpel, nicht, aus dem Bergwerk unten raufkommt. Ja, der Kumpel, ja. Ja. Bevor das Haus renoviert wurde, konnte man das fast so sagen. Die Tropfsteinhöhle. Ja, herrlich. Wildcat ist raus, die Anleitung. Super. Ja, es ist ja so. Also, wie gesagt, ihr kennt sich eh so aus. Wir haben ja fast nur Stammgäste da. In der Videobeschreibung findet ihr die Möglichkeit, uns einen Obolus dazulassen über IBAN oder über PayPal, je nachdem. Und dann möchte ich trotzdem noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr CDs oder T-Shirts haben wollt von uns, dann schicken wir euch die versandkostenfrei. Eine CD kostet 15 Euro, ein T-Shirt 20 Euro, aber ihr müsst es uns über die Adresse booking@16erburm.at bestellen, weil sonst genau. Ja, das ist also über die Möglichkeit. Bitte, wenn nur wer was will, schickt es uns da was oder haut uns einen Obolus rein, das uns wahnsinnig freuen. Und wie ich im Interview gesagt habe, was habe ich im Interview gesagt, das kommt für einer. Und das muss man jetzt wirklich mal sagen, ich meine, viel, es federt nicht einmal im Ansatz natürlich ab, was wir sonst verdienen würden. Aber müssten wir jetzt davon in Zukunft immer so leben und die Preise bleiben so, wie sie sind, was wir zahlen müssen, also geht sich gar nichts aus, aber trotzdem danke. Ja, es ist, also, aber es ist, muss ich ehrlich sagen, also irrsinnig großzügig. Also allen die da was gezahlt haben. Also ich finde es mich leibend, wenn einer kleine Beträge reinhaut, aber halt schreibt, das ist der Obolus, der Schmattes. Genau so ist es, wenn man mit dem Hut herumgeht. Genau so ist. Und ich finde das, und viele schreiben etwas dazu bei PayPal halt, nicht? Bei der Überweisung auch manchmal, aber bei PayPal eher. Auch machen wir, ja. Da schreiben sie dazu dann irgendein Satz oder irgendwas und das denken wir mir, das ist voll super. Und dann gibt es natürlich einige, die wirklich wahnsinnig großzügig sind und dafür reinhauen. Und ich möchte euch nochmal sagen, es ist vollkommen wurscht was. Wir sind dankbar für jede Unterstützung, für jeden Schmattes, den es ins virtuelle Körper alleine hat quasi. Ja, und mehr braucht man da glaube ich gar nicht sagen. Ne? Das ist der Rest. Der Rest steht im Prospekt. Ja, ist noch so lang, bis ich euch wieder sehe. Der Fritz Stadtguss bis Montag ist noch so lang. Naja, das der Felix Schmollgruber ist viel spät, entschuldigt sie dafür. Felix, wir sind froh, dass du dabei bist. Spät gibt's nicht. Spät gibt's nicht, leider, dass du da bist. Susanne Pump, dürfen wir deine am Montag auch mal sehen? Meine? Also mein Schnurrle. Nein, die ist weggesperrt aus dem Internet. Nein, glaube ich nicht. Also bis jetzt hat sie keine Anstalten gemacht, sich gerne vor die Kamera zu stellen. Und das respektiere ich natürlich, weil ja, gibt ja keinen Grund, wenn einer nicht will. Und ist er so. Also ja, weil
es ist eh schon über den Schatten gesprungen, weil sie sich so ein YouTube-Konto zugelegt hat, damit es hin und wieder was schauen hat können oder kommentieren. Aber ich glaub, ums Kommentieren geht's, gell, Uschi? Ja. Schön, freut mich. Aber sonst also vor die Kamera eher nicht. Also und ich will es ja nicht, wie soll ich sagen, nicht zwingen geht nicht, sowieso nicht, aber ich sage jetzt so, ich will es ja nicht überreden, weil wozu? Muss man ja nicht. Ja? Nein. Ja. So ist es, ja. Thomas Bastlecke will auch in die Duke-Gruppe. Großartig. Jawohl. Bruder, jetzt, Tommy, ich freue mich schon, wenn wir wieder Ausfahrt machen miteinander. Und es wird jetzt bald Zeit. Jetzt da im Mai fahre ich mal wieder raus zu mir in meine Klause da in Botschenau, in die bucklige Welt. Und da werden wir sicher wieder eine Runde fahren. Ich hoffe, ich darf dich bereits besuchen kommen. Achso, ja, das wird ja jetzt irgendwie frei oder was? Eigentlich schon, weil wir sind beide in Quarantäne seit 6 Wochen. Also kann ich von meiner Tür zu deiner Tür nach Schlägen fahren. Ja. Also von der Einöde zur Einöde. Einkaufen fahren wir schon, so gesehen sind wir nicht. Aber das ist wurscht, aber wir halten mit Busseln eh nicht an, so mir bist. Jetzt gehst du jetzt immer und dazwischen stehen ja ein Haufen Butellen. Da kann ja nichts passieren, Patrick. Und ein riesen Aschenbecher, weil ich ja gehört habe, Nikotin, also der Corona mag ja kein Nikotin, habe ich bereits gelesen. Ja, die Studie. In einer Zeit, wo war das? Aber es war nicht ein Billigblatt. Also, war kein Billigblatt. Ja. Es war ich habe mich gestern am Abend so angehört. Elisabeth Weck, weißt du noch, wo das war? Dass das gestanden ist, dass der Coronavirus kein Nikotin mag. Diese war hergegeben. Aber ich meine, das war großartig. Ich bin wirklich leidenschaftlicher Raucher. Tabakgenießer in Form von Zigaretten, Zigarren, Pfeife. Aber ich glaube bei diesen Dingen immer, das ist eher ein Schmäh. Aber ja, was will sein? Ja? Man denke an die Pestzeit, weil der Corona ist nichts anderes als Pest des 21. Jahrhunderts. Nicht? Man muss das so sehen einmal. Nicht? Das ist, die Renate sagt, die kleine Renate, da der Superfan von euch zwei. Die Renate, ich habe letztens einen Wein von dir getrunken. Mit meinem Schassel. Den Rosé haben wir getrunken. Da haben wir an dich gedacht, siehst du, wollte ich noch posten, das habe ich dann vergessen. Renate Lechner, auch eine wunderbare Textautorin, nämlich für Lieder und Gedichte. Und nicht zu vergessen, die Mutter von der Renate, nämlich die Hermi. Die haben wir schon erwähnt, weil da haben wir ja bei der Geburtstagsfeier beim 90. gespielt bei der Mama. Und da haben wir nach der Geburtstagsfeier da den Sendung gemacht, ja. Da mussten wir so zeitig aufbrechen. Ja. Sonst sitzt man heute vielleicht noch dort. Nicht? Aber, nein, das war übrigens der erste Livestream von uns beiden, wo wir schon vorm Anbotteln, wie sage ich das freundlich, angesoffen waren. Was? Ich bin mit dem Auto gefahren. Ich war angesoffen, Entschuldigung, du bist mit dem Auto gefahren, das ist richtig. Und du hast mich angeführt, das war leibend. Natürlich. War aber sehr leibend. Daniela Schlegel, ja, ab 1. Mai darf man wieder enge Freunde und Familie wieder treffen. Ja, der Patrick ist ja keine Familie. Aber enger Freund, oder? Ich hab dir geschaut, ob es zuhörst. Du Hund, du! Ich hab dir geschaut, ob es zuhörst. Mein Gott, nein. Der Rivalent-Kanal sagt, kleine Zeitung war das. Die kleine Zeitung. Rudi Korbe sagt Klagenfurter, ja, wir spielen eh schon. Da haben wir wieder so unter Druck gesetzt oft für euch. Das muss man schon sagen. Förmlich. Was glaubst du, was dann für eine Sendung erst kommt, wann ich nach Schlägen fahren darf? Ja. Wenn wir uns gegenüber sitzen, wir können nicht mehr spielen. Ich sag euch das. Aber das wird eine Wahnsinnsparty, auf das freue ich mich total. Ich freue mich auch. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, und ich sage doch, wir werden das auch machen. Aber wir haben das heute schon gesagt, der Patrick und ich, wir haben heute da im Vorhinein so telefoniert, also untertags. Und da haben wir gesagt, wenn es einmal wirklich so ist, weil es natürlich auch Aufwand. Der Patrick in Eibestal im Weihviertel, ich entweder da in Wien im 21. oder in Bad Schönau. Das sind natürlich schon Strecken, die zwischen uns liegen. Und da haben wir dann schon gesagt... Nach Bad Schönau sind es, glaube ich, 170 Kilometer oder so von da. Oder so. Nur 2 Stunden, 100. Ne? 2 Stunden fährst du? Ja. 2 Stunden fährt der Nein, 1,3 ja. Ja, wurscht, aber... Ja. Und da haben wir dann so gesagt, in Zukunft dann, also auch wenn wir wieder zusammen spielen können wir die ein oder andere Pavlatsch nehmen, die gibt es ja dann am Donnerstag nicht mehr, die machen wir dann wieder so wie früher auch, nur am Montag.
einmal dann, wenn es wieder anrennt, das Ganze. Ne? Und da haben wir dann gesagt, naja, da kann ich dann das eine oder andere Mal, wenn wir eben wirklich weit auseinander sind und wenn sich das wirklich gerade blöd ergibt, dass man nicht diese weite Strecken fahren muss, machen wir das einfach wieder über Skype. Da die eine oder andere Sendung, kein Problem. Aber ich freue mich drauf, wenn wir wieder definitiv zusammensitzen halt. Ne? Das muss man und schon wir mich schon frei. Ja. Los, spielt's was, zack, 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 sagt der Christoph Acker. Ja, da wird man auch dahin. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ich brauche noch eine Stärkung kurz. Ja. Fritz, ich hoffe auf die Zeit, dass wir uns im echten Leben treffen. Fritz Stadtkus, ich sag dir was. Ja, Nicht auf das nur bei freue dir. ich mich auch schon. Ich muss sagen, es gibt einige jetzt aus dieser Riege, die sich da bei uns da eingeklinkt haben, wo ich mich so dermaßen gefreut, dass wir sie persönlich treffen. Ja. Auf das trinke ich wirklich und auf das freue ich mich absolut. Und Fritz, du stehst da auch ganz oben auf der Liste, wo ich sage, das hätte mir taugen. Den, genau so ist es, ja. Den Badener, ne? Ich glaube, du bist dann ein Badener. Oder Württemberger. Ich meine, das muss man schon genau wissen. Ja, so soll das sein. Der Lental Strom hat bestätigt. Vollkommen richtig. Ich schenke mal einen Schluck allein für die Schlussnummer. Ist das die Schlussnummer? Die Schlussnummer? Ja, das ist die Schlussnummer, na klar. Meine sicher. Herrschaften. Ja, die Renate Lechner. 2 Weltburschen, menschlich und musikalisch sowieso. Dickes Puzzle, Renate. Dank der recht narrisch. Renate, danke. Mua. Ja, Rudi Korbis, ich habe jetzt zuzuscheinen. Ja, wirklich. Das ist schon was anderes, ob man jetzt da, es macht einen riesen Spaß und wie gesagt, das ist leibend und mit den Kommentaren und alles. Aber natürlich, Patrick, gell, wenn man sitzt, live ist live. So, da wie es sind die heute Leute. heißt. Ganz noch frei nach dem Motto heute, weißt, das ist einfach, ja. Es ist schon was anderes. Auf das freuen wir uns, aber es wird passieren. Es wird passieren. Und bis dorthin, und solange es halt nicht ist, können wir uns zumindest so irgendwie über Wasser halten miteinander, dass wir zusammenkommen. So und ist miteinander es. spielen. Und ich danke euch jetzt herzlichst für den heutigen Support und für allen weiteren und für den vergangenen und alles. Dickes Puzzle von den 16er Buben. Wir verabschieden uns, Patrick, mit dem Klagenfurter Marsch. Klagenfurter Marsch. Jawohl. Viert euch gut. So machen wir das. Viert euch. Kurpfalz. Das ist in F-Dur, Klaus. F-Dur, F-Vater. Vor 20, 30 Jahren, da waren wir noch allein. Und so 6 saure Buben und saure Mädel gehen. Und uns vertanzt und umgestrampft, das war ein gewisser Freit. Du singst uns vor ein Tod zum Äußern, ein gesunder Leid. Von Riesenkatten zum Das war ein gewisser Pflanz. Kicke, Tanz und Lieder waren wir von der Bergwand. Der dicke Pippi Korl und der Franz alle 3. Johannes war tanzt und umgestrampft, da waren wir gleich dabei. Geht's am Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder nicht so, wir sind aus Heu und Stroh. Jo, mir geht's schön, da muss ein Föder sein, wir haben auf der Müde keiner mehr geht. Unsere lieben Alten waren in Anspruchsfeuerwehr. Fürs ganze Jahr an, sogar recht zahlen und nicht mehr. Der Futterrock mit Schüsseln, Arrangierhosen dazu. Ein schwarzes Samtwesten, das war für den alten Knurr. Ein grosser Meerschapfpfeff mit einem silbernen Beschlag. Ein Schiebes über 20er, alle drinnen in seinem Sack. Ein Siegelring, ein Schwarer, von einem Nägel hat gar keine Spur. Das Kupfer, was er tragen hat, war auf der Nase nur. Schau mal, hey, Ein Gigerland, ein so ein Danderland, oder Papier das Gewand, ein Steckerl in der Hand, ein Glasschirm drin im Gesicht und in die Fürste Gicht. Der Draht war dabei, ja gehst denn nicht
Herrschaften, viert euch gut, dickes Busl, eure 16er Burm. Bis demnächst in diesem Theater. Baba.